So, willkommen bei Weich Talk, der Podcast, zweite Folge. Heute ist bei mir als Gast der Chris. Sali Chris. Hoi Mirko, Sali, danke für die Einladung. Der Podcast ist gesponsert von rechtski.ch, dein digitaler Rechtsassistent. Man kann sich kostenlos registrieren und es hilft dir präzise bei Rechtsfragen. Für weitere Informationen schaust du in die Videobeschreibung. Merci vielmals und einen schönen Abend. Das ist mein Gast heute, der Chris. Und ich wollte dich fragen, für die Zuschauer, wer bist du und was machst du? Also 3 Sätze oder so. Oder 4 oder 5. Ja, Sali Mirko, wie du es gerade gesagt hast, ich bin der Chris. Viele Leute kennen mich aber vermutlich noch als Nadia. Ich habe mit den 90er Jahren eine Transition gemacht von biologisch Mann zu... 90er? Mit den 90er, 95 okay. Jahren. Ah, das ist schon so lange her. Okay. Ja, ist jetzt schon 30 Jahre her. Haben wir das jetzt schon können machen? 95? Ja, es haben noch wenige gemacht. Also gerade mit den Operationen international hast du eigentlich schon viel früher angefangen. Aber in der Schweiz ist es schon noch relativ ein Neues. Ist noch nicht so, dass man so wie jetzt so viel an den Schweizer Spitälern operiert oder eine Transition machen. Da bist du schon noch eher ein Versuchskaninchen gewesen und einfach so vereinzelt. Also du bist einer der Ersten gewesen, oder? Also wenn es öffentlich es haben vor mir schon mehrere schon gemacht, aber einfach noch wenige. Und es hat vor mir ja schon mal eine bekannte Transfrau in der Schweiz gegeben, Coco. Das sagt mir etwas. Wer ist das? Coco? Ganz ein toller Vom Mensch. Er auf sie oder umgekehrt? Genau. Okay. Ja, auch eine Transition zur Frau. Und Coco hat ja auch den Doc-Film gegeben, wo dort mal einfach eine Sensation war, weil man in der Schweiz, ein Mann, ich tue es jetzt extra so ein bisschen salopp sagen, ein Mann tut sich zu einer Frau operieren. Das Resultat war gut gewesen. Und wie? Das Resultat war gut für Coco? Ja, Coco war eine Traumfrau, finde ich. Und ist eine wunderhübsche Frau, vor allem eine sehr empfindsame Seele. Und die ist eben hinter dieser tollen Fassadenkörper ist die sehr verkümmert. Und das schlussendlich hat sie sich ja dann das Leben genommen. Ah, sie hat sich das Leben genommen? Ja. Okay. Ist wie nicht mehr klargekommen mit dieser inneren Zerrissenheit. Und spannenderweise, also es war ja nicht Plan, sondern es hat sich so gegeben, dass eigentlich genau da, wo Coco dann von dieser Welt gegangen ist, ich eigentlich die Transition abgeschlossen hatte und dann wie so fast ein bisschen Staffelstab übergab, Medien im Fall aufgegriffen haben. Und so ist der Ball ins Rollen gekommen, ja. Und jetzt heute sitze ich bei dir, aber als Chris. Hast du es geschafft? Ist ein Haufen. Hast du es geschafft? Ja, aber das ist erst meine zweite Folge, aber ja. Du, und die haben mich aber gefreut auf dich. Ja. Absolut. Ja, du bist mir eben schon gefolgt, habe ich gesehen. Und wie kennt man sich ja so? Gefolgt? Weil die Leute sagen ja manchmal ein bisschen, ich sage homophob und so. Empfinde ich gar nicht so. Im Gegenteil, ich bin froh, dass du jemand bist, der einfach gerade aus dem Leben sagt, was er denkt, was er fühlt. Und aber du bist ich habe selber mal gehört, dass du eben homophob bist. Vielleicht hast du Sympathie gehabt. Vielleicht sind wir Verbündete. Nein, ich weiss, auf was du raus willst. Aber ja, du hast recht. Also mir sagt man vielleicht eher, ich bin transphob. Transphob, nicht homophob. Obwohl ich ja selber eben eine 30-jährige Trans-Geschichte mitbringe. Aber es ist halt, wenn du in einem Thema eine Meinung hast und nicht 100% genau so kommunizierst, wie es eben quasi verlangt wird von denen, die so denken und so fühlen und die Welt so sehen. Also wenn du nicht 100% ins Bubble reinpassst, dann bist du sowieso gar Gegner und Find. Und ja, dann bist du schnell transphob oder homophob in deinem Fall. Und das finde ich so schade. Es wird doch diesen menschlichen Themen nicht gerecht. Nein. Wir sind viel, wenn wir über reden, oder? Also. Ja, und menschliche Themen sind immer ein Spektrum. Also unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Meinungen, Erlebnisprägungen. Und darum sieht doch jeder das auch ein bisschen anders und hat vielleicht eben auch andere du kannst sicher sehr dazu. gut. Du kannst eben gut darüber reden, weil viele reden, aber die haben das gar nicht hinter sich, zum Beispiel so einen Weg. Oder wie zum Beispiel mit dem Kiko haben wir auch gehabt, wo dann Weisse sich einsetzen für Rassismus gegen Schwarze. Die wissen ja das besser, der Schwarze selber weiss es ja besser, was ihn trifft, als ein Weisse für ihn redet. Es ist im Fall noch oft so, dass eigentlich die selber ein Thema betrifft, und gerade im Thema Rassismus sehe ich es ja sehr stark, dass dort oft auch die Leute gar nicht so, dass
im gleichen Ort das Theater machen, wie das die machen, die so laut dann eben dagegen schiessen und umtun. Und ich finde, es lohnt sich doch manchmal, statt laut rausschreien, einfach mal auch anhören, anschauen und einmal genau nachfragen. Und nicht einfach drauf loshauen. Und das gefällt mir eben bei dir, weil ich das Gefühl habe, du sagst, du tust dich nicht verstecken. Und du beschäftigt dich ja offensichtlich, dass man dich fälschlicherweise als homophob auch gerade tut, so in eine Schublade rein. Und dabei steckt doch so viel mehr dahinter und du bist es ja überhaupt nicht. Also. Nein. Ich gehe auch bei meine Hauptdynamikquelle ist ja, ich gehe bei einem kochen die ganze Zeit, peach.ch, der macht Druckerpatronen und der ist homosexuell, oder? Ja. Und ich bin jede Woche bei ihm. Und das so sind alles schwule Kollegen von ihm. Aber wenn ich so homophob wäre, würde ich ja nicht zu ihm kochen, oder? Und ihr habt es doch gut miteinander. Ja, wir haben es sehr gut. Und das geht es ja auch, dass wir uns wieder auf der menschlichen Ebene begegnen und auch verstehen. Es ist doch auch mir egal, was bei dir im Schlafzimmer passiert. Es ist ja immer ein Schlafzimmer. Und das interessiert ja niemand, was ich im Schlafzimmer mache. Oder was. Also, die einen weniger interessiert es vielleicht schon, aber ich finde es immer so überbewertet, dass es gar nicht so wichtig ist. Und weißt du, was nämlich das Ganze jetzt bewirkt? Und darum finde ich, bist du ein Botschafter, der eben gegen das jetzt auch ein bisschen geht. Und darum gefällt mir das auch. Das Ganze, wenn wir uns so schnell immer schubladisieren und verurteilen, dann nimmt es uns die Freiheit weg, offen und ohne Angst über Themen zu reden. Und wenn wir Angst haben, uns dürfen zu unterhalten miteinander, so wie wir das aus dem Bauch heraus fühlen und wie uns ein Stück weit auch der Schnabel gewachsen ist, dann finde ich, unsere Welt langsam wird schwierig. Also gefällt es mir nicht mehr so. Also, natürlich eben schon nicht diskriminierend werden und so. Es gibt eben auch dann die dann diskriminierend werden. Ich habe vielleicht manchmal auch ein bisschen härteren Tonfall gehabt, aber nicht, dass ich jemanden beleidigt habe jetzt so. Mich hat eben nur immer das gestört, wenn man bei den Kindern, weil ich Kind habe. Also was hat mich gestört? Wenn ich jetzt kein Kind hätte, dann wäre es mir sowieso komplett egal. Wer kann jeder leben, wie er will. Absolut. Als Giraffe, als weiss ich nicht was. Aber ich finde halt, nur das hat mich manchmal ein bisschen gestört, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, in Deutschland, das ist ja nicht einmal in der Schweiz, eine Regenbogen-Kita und so weiter, dass es Masturbationsräume gibt und dass es okay ist, alle Geschlechter können sein. Ich finde auch, es wird ein bisschen zu fest übergestülpt und dann ist eben schon, ich finde, dann dürfen wir auch Fragen stellen. Was du jetzt aber vorher ganz richtig sagst, und das würde ich vielleicht auch da nochmal ganz klar stellen, Logo, wenn man dann rassistisch ist oder wenn man beleidigend ist, das geht in gar keiner Art und Weise. Also ich bin gegen jegliche Form von Rassismus. Ich bin auch gegen extrem links, extrem rechts. Alles, was fundamentalistisch ist, was so krass ist, da wehre ich mich dagegen, weil ich finde, der grosse Teil der Menschen, da zähle ich auch uns dazu, wir bewegen uns in der Mitte, wo man sich doch einfach auf eine menschlichen, gesunden, guten, gespürigen Art unterhalten. Und wir wissen und merken doch automatisch, was ist noch Anstand, was ist aber auch vielleicht über der roten Linie aus, was dürfen wir nicht sagen, was ist okay. Aber innerhalb von dem, was okay sein sollte, müssen wir uns doch frei miteinander austauschen. Ja, eigentlich schon. Ansonsten verstehe ich die Welt ein Stück weit wie nicht mehr. Bist du denn bei dir als Kind, wenn du jetzt zum Beispiel, heutzutage ist es ja ein bisschen offener, früher war es ja anders, bist du in der Schule oder im Kindergarten? Du, früher, gell, mit den 70er. Es war schon ein bisschen anders als jetzt, oder? Und wenn war anders, definitiv. Wenn du jetzt, in der heutigen Zeit jetzt zum Beispiel, es gibt ja einfach, ich sehe jetzt zum Beispiel, es gibt ein paar Trickfilme, mehrere, wo es dann eben sagen, wo dann irgendein Trans kommt und dann eben sagt, hey, du kannst das und das Geschlecht sein oder das ist meine Superkraft, dass ich kann mich verwandeln in das und das. Also ich weiss, ich habe manchmal ein paar Ausschnitte gesehen. Denkst du, dass du dann eher oder allgemein die Leute eher hätten können, weil es das Geschlecht ändern, also Kind? Das ist eigentlich ganz nicht manipuliert, sondern beeinflusst. Beeinflusst, das ist ganz eine schwierige Frage in dem Sinn, weil man sie auf verschiedensten Ebenen anschauen kann. Grundsätzlich ist es schon so, alles, was du den Kindern servierst, was sie konsumieren, das beeinflusst sie. Das ist ja ein Logo. Und darum finde ich schon, ist es wichtig, dass wir als Erwachsene genau
auch herausfiltern, was vielleicht nicht altersgerecht ist und nicht kindgerecht ist. Und da finde ich, haben wir momentan schon leider Gottes ein bisschen so eine Bewegung, die sehr stark Siehst du all das die auch Themen, ich sehe das auch so, und vor allem viel zu jung. Also ich finde, Kinder im Kindergarten, Primarschule etc. Die müssen gar nicht, auch nicht Heterosexualität. Also die müssen auch nicht wissen, was zwei Heteros machen. Und so. Die sollen sich doch das überhaupt gar noch noch nicht nicht zu fest auseinandersetzen mit diesen Themen. Die sollen doch einfach noch dürfen Kind sein und dürfen frei sich entdecken, entwickeln, und auch ein Stück weit noch unbelastend sein. Ich finde, die Themen gehören in das Alter, wo es dann auch, wo man sich dann auch sowieso mit diesen Themen auseinandersetzt. Ja. Aber das gefällt mir im Fall auch nicht, dass man das immer noch jüngere und immer noch stärker schon in die Grundschulen reinzieht und dort schon das Thema so das Buffet an Geschlechtermöglichkeiten. Ja, eben, und das all sind auch das. so, wie siehst du das? Es gibt Das ja mega viele verschiedene Geschlechter, Xier und er, sie. Wie also siehst du Pronomen, das? gell? Ja, Pronomen, ja, Entschuldigung. Ich habe mich schon ein bisschen vorbereitet, aber ich bin eben nicht in dieser Materie 100% drin, darum frage ich dich oft. Ich finde es aber gut, Sachen. Mirko, weil du repräsentierst eigentlich einen sehr grossen Teil der Menschen da draussen, die eben in die Themen auch so streifen, erleben im Alltag, aber sich eben gar nicht so intensiv, dass bei ihnen so nahe ist und dann eben genau vielleicht an den gleichen Orten auch Fragezeichen haben oder stolpern. Darum finde ich das gut. Ich habe mich auch absichtlich nicht zu fest vorbereiten, dass ich jetzt alles weiss, okay. Weißt, weil dann kommt es auch so über, hey, ist das jetzt ein Schulding? Aber eben, Und auch ich bin im Fall nicht so sattelfest, weil ich bemühe mich, dass ich einigermaßen mitkomme, aber das ist ja so ein rasantes Thema und immer wieder neue Begrifflichkeiten und neue Zuordnungen. Und ich finde eben auch da wieder manchmal von lauter Labels verstecken wir uns als Mensch dahinter. Ja. Oder sind wir als Mensch gar nicht mehr sichtbar. Und jeder Mensch ist doch viel mehr als 1, 2, 3 Labels. Ja. Und ich verstehe ein Stück weit auch nicht, warum man heute so den Drang hat, oder das so wichtig sein sollte, dass man alles sicher das labeln, dies labeln, dass alle Pronomen perfekt gesetzt sind. Der Grundgedanke, Mirko, ist vielleicht eigentlich, glaube ich, nicht ein verkehrter gewesen. Das bin ich durchaus auch der Meinung. Es geht ja darum, mit denen, wo mal das Pronomen die einen Leute fühlen sich ist. diskriminiert, oder? Also, Nein, ich meinte, man darf das, weißt du, wenn es quasi dienen, dass man vis-à-vis respektvoll begegnet, dass man möchte es vis-à-vis so annehmen, wie es auch sich zeigen, dann wäre ja das im Grundgedanken nicht verkehrt. Aber was ich verkehrt finde, ist, wenn man es so vehement allen überstülpen und aufzwingen. Genau. Wir haben es genau gleichzeitig gesagt. Dort fehlt mir, dort finde ich Differenzierung. Also ich bemühe mich schon, wenn jetzt ein Mensch mir sagt, schau jetzt, ich möchte, dass du mich mit dem und diesem Pronomen ansprichst. Wie viele Pronomen gibt es denn? Weißt du das? Oh, das weiss ich. Oh, viel. Aber du, also da weiss ich wirklich auch der, nicht. Also er, du bist ja ganz viel. Also he, him, they, them, was findest du? Also du findest es grundsätzlich eigentlich gar nicht so problematisch, they, them und so. Ich finde, die Grundidee, warum das überhaupt aufgekommen ist ja, glaube ich, mal recht eine gute gewesen und eben eine, die quasi respektvollen Umgang hätte auch stützen. Aber was jetzt daraus entstanden ist, finde ich, ist völlig übers Ziel ausgeschossen. Yeah. Und das vehemente Einfordern, wenn ein Mensch ein spezielles Pronomen für sich benutzen will, dann ist ja das sein gutes Recht. Aber er kann doch nicht erwarten, dass die ganze Welt automatisch so funktioniert, dass seine oder ihre Befindlichkeit quasi nicht torpediert wird oder in Frage gestellt wird und die ganze Welt so reagiert, dass es der betroffenen Person wohl ist. Ich finde, da muss die Person das Verständnis haben, dass eben die anderen Menschen andere Themen in ihrem Alltag haben, dass sie vielleicht da auch nicht sattelfest sind, dass sie es vielleicht auch nicht so wichtig finden, weil es weiss Gott andere Sachen und Themen auf dieser Welt gibt. Und da vermisse ich dann Toleranz bei Betroffenen, weil dann heisst es sofort, du bist intolerant, dass du tust mich diskriminieren, wenn du mir das falsche Pronomen sagst. Hey, falsche Art. Die wissen nicht einmal, weil ich habe einen Twitch-Account, weißt du, was Twitch ist, oder?
Ich wollte dort einen Account machen, da sind irgendwie 50 Sachen gekommen. Er, die, das, der. Und ich bin gar nicht mehr. Und ich habe dann Späßchen gemacht. Ich so, hey, was ist jetzt das wieder für ein Seich? Und so. Und nachher gerade die eine, du bist homophob, und der andere der transphob. Und keine Ahnung. Das ist noch ein guter Tipp, Mirko, wenn wir in diesen Pronomendingen, also so versuche ich es ein bisschen zu manövrieren, weil ich ja auch mir längstens auch überfordert bin, weil ja immer, jede Woche neu oder gefühlt jede Woche. Oft gibt es divers, einfach steht noch Herr, sie und divers und fertig. Aber dann gibt es noch. Es gibt so viele Begriffe. Und wenn du dem ausweichen willst, weil man eben vielleicht nicht daraus kommt oder nicht, dass nicht mehr den Durchblick hat, dann gehst du am geschicktesten direkt auf den Namen. Einfach, weißt, das ja, aber den musst du ja irgendwie eingeben, oder? Zum Beispiel jetzt. Du meinst jetzt bei Formular oder schriftlich ja, oder so? Ja, Formular, wenn du dich irgendwo anmeldest, einen Account willst machen oder so. Dort sollte es dich oder mich nicht so stören. Ja, nein, das stört mich ja auch nicht. Aber mich hat halt gestört, mich würde es dann anfangen zu stören, eben, wenn meine Kinder das müssen nachher, also stören. Wenn sie es in der Schule dann lernen und dann fragen sie sich, wieso gibt es denn da überhaupt so viel? Ich bin doch ein Mädchen und ich kann in dem Fall auch nicht unbedingt nur ein Mann sein, sondern sie kann ja dann auch. Es gibt ja mega viele verschiedene Begriffe. Es gibt ja die dann sagen, sie sagen dann non-binär, hetero, homo, keine Ahnung. Ja, es ist ein Fruchtsalat-Begriff und vor allem es ist ja das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das eine sind sexuelle Orientierungen, das andere sind Geschlechtsordnungen. Aber ich finde eben auch, dass quasi, wie ich es vorher gesagt habe, das Buffet, wo da schon so eben junge Menschen und eben in meinen Augen noch Kinder so schon vermittelt wird und so ihnen dauernd sie damit konfrontiert. Das finde ich eben auch ein bisschen. Mir gefällt das auch nicht. Also sie werden eigentlich. Also ich sehe es jetzt bei uns in der Siedlung, wenn sie rausgehen spielen, werden sie nicht gross konfrontiert. Und Social Media haben sie auch noch nicht gross. Aber ich glaube, eben, wenn sie dann anfangen, so später, so vielleicht mit 10, 11, dann werden es, glaube ich, ich weiß nicht, wie sie in der Schule bist du schon mal. Hast du schon mal in so einer Schule? Also ich weiss von Klassen und Lehrern, dass man teilweise schon in der 4., 5. Klasse die Themen aufs Tableau bringt. Ja, eben, da würde ich hässlich werden. Weißt? Ja, ich finde aber nicht, weil ich etwas gegen die Leute. Ich habe nichts wirklich gegen die Leute. Weißt? Aber ich finde einfach, das zu früh. Ich finde es auch absolut zu früh. Und lasst doch die Jungen selber sich die Welt entdecken. Und sie finden ja dann selber heraus, wo sie hin wollen oder mit was sie sich identifizieren. Und ich finde auch, jedem Mensch ist es ja freigestellt, jedes darf ja so leben und sich so ausdrücken und zeigen, wie er möchte. Aber tu es nicht allen anderen aufzwingen. Und genau dort mache ich den Cut von, was ist noch in meinen Augen sinnvoll und gesund und wo geht es um menschliche Werte und wo ist es einfach ein Indoktrinieren und ein Überstülpen wollen von Sachen, die ich finde, die uns als Gesellschaft mehr schaden als nützen. Und du siehst ja, wie viele Leute auch einfach da überfordert sind und Fragezeichen haben und finden, hey, ja, und dann werden es eben die einen rebellieren und werden dann, also ich jetzt nicht, aber es gibt solche, die wirklich dann wie nicht einen Hass entwickeln, aber einfach wollen rebellieren, oder? Und sagen, oder hey, es langt irgendwann und es nervt. Genug ist genug, jetzt hört mal auf. Und ich verstehe, also ich habe da, obwohl ich selber ja eigentlich aus dieser grossen LGBTIQA+, was auch immer, Community komme, verstehe ich aber eigentlich die genormte Gesellschaft, die sagt, hey, jetzt ist schon mal einfach genug, wir haben noch andere Themen auf dem Tableau, ihr fordert die ganze Zeit und immer so vehement und immer noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und die ganze Welt sollte sich nur um eure Bedürfnisse kümmern. Und das, finde ich auch, ist einfach zu viel gewesen. Und da spürt man ja jetzt ein bisschen den Bumerang, den Backlash. Jetzt merke ich ein bisschen, ja, das schon. Aber hast du nicht Angst jetzt? Ich denke immer so, oh. Jetzt während dem Podcast, ich denke, ich hoffe nicht nachher wieder, dass ich als homophob abgestempelt werde. Wir kommen beide aufs Dach über, so wie wir offen reden. Aber wir haben ja gesagt... Aber wir haben ja bis jetzt, also meiner Meinung nach nicht, aber wie war es denn mit dir gewesen? Wann hast du das gemerkt? Auch in so jungen Jahren? Jetzt gehst du quasi auf meine persönliche Geschichte. Weil wir reden ja davon, dass es Kinder beeinflusst und so weiter. Aber dich hat es ja... Ich habe noch viel später. Hast du das nicht früher gemerkt mit 4? Mit 19. Ich habe schon vorher irgendwo gemerkt... Nein, mit 19. Ich habe mit 19 mal erfahren, dass es überhaupt auch den Begriff wie zum Beispiel Trans gibt. Das habe ich vorher nicht gewusst. Hättest du früher gewusst, hättest du dort eventuell dir schon Gedanken gemacht?
dass du hättest Hormonblocker nehmen oder so. Oder stimmt das überhaupt, Hormonblocker? Ja, ich habe das... Ja, Hättest kann du immer das sagen, wollen? hättest und das Ja, weiss ich weiss, nicht. aber Ich habe mich da ja nicht wohl gefühlt in der Pubertät, aber das ist etwas, wo ja, würde ich mal meinen, 100% der Jugendlichen so geht, dass sie sich in der pubertären Zeit oder Zeitspanne von ihrem Leben daneben fühlen, komisch fühlen, schräg fühlen, nicht richtig fühlen. Es ist eine komplizierte Zeit, um sich dort durchmanövrieren. Aber es ist auch die aufregende Zeit, wo man herausfinden darf, wer man eben ist und was man möchte und was nicht. Und ich bin eben ein sehr starker Verfechter, dass ich finde, die Zeit sollte man dürfen natürlich durchleben, ohne äußere Beeinflussung. Und mich stört heutzutage die starke äußere Beeinflussung, weil die macht es den Betroffenen, den Jugendlichen, in diesem Alter viel schwieriger. Ich bin froh, bin ich nicht jetzt 15, 16, 17. Ich finde, mein Gott, wie heute als junger Mensch... sofort gemacht? Also eher? Wie? Hättest du denn eher zum Beispiel eine Transition machen? Transition, sagt man, oder? Eine Transition, ja, sagst du richtig. Es ist natürlich schon schwierig zu sagen. Gell? Vielleicht, wenn ich mit 17 über den Begriff gestolpert wäre, hätte ich dann auch gar das Gefühl gehabt, das ist meine Lösung. Weil als Jugendlicher und auch so in dieser Pubertätszeit oder auch kurz danach bist du ja sehr emotional gesteuert und vor allem sehr kurzfristig in deinem Entscheidungsdenken. Also du hast eine Idee und dann muss es sofort umgesetzt werden und jetzt will ich das und jetzt muss es so laufen. Du tust nicht reflektiert längerfristig denken. Bist, ich habe das Tattoo zum Beispiel, hätte ich jetzt auch, wenn ich jetzt nochmal würde ich zum Beispiel das Tattoo am Rücken nicht so machen, wie ich es früher gemacht habe. Ist vielleicht ein bisschen ein blöder Vergleich. Ja, weil das eine geht viel tiefer. Viel tiefer. Aber ich verstehe, was du willst sagen, dass man einfach viele Sachen macht, es sind spontan Entscheidungen. Und darum finde ich, muss man in dieser Zeit eben so auch die Jungen ein Stück weit auch beschützen. Und gerade jetzt in dem Dschungel, wo wir drin stecken. Wir haben uns früher noch auch Identifizierungen haben und Zugehörigkeiten und haben nach Schubladen und Gruppierungen gesucht. Bei uns war es halt Punk, weißt, man hat so die Zuordnung in der Musik gesucht oder vielleicht indem man einen verrückten Haarschnitt gemacht hat oder ein Piercing oder ein Tattoo. Skinhead. Heute suchen es die Jungen in Geschlechtszuordnungen und in Geschlechtszugehörigkeit. Und das finde ich so ein anderes Level. Und vor allem ist es heute viel gefährlicher, weil wenn es um die Geschlechtszuordnung geht und eben dann schnell auch einmal im Thema Trans landet. Und dort geht es dann um Medikamente, die Schädigungs- und Nebenwirkungspotenzial haben oder sogar um Operationen. Und das hat ja so massiv einen Einfluss bis das Rest von deinem Leben. Und darum finde ich auch dort, wir müssen wieder viel stärker schützen, die Jungen in dieser sehr verwundbaren Zeit der Pubertät schützen. Und darum ist mir eben das ganze Gender-Zeugs an den Schulen too much. Zu viel, zu jung, zu früh. Die Jungen sind tagtäglich mit dem konfrontiert. Dann gehen sie im Social Media, konsumieren die Sachen. Dann wird ihnen vom Algorithmus ja immer noch mehr zugespielt. Dann kommen nur noch solche Videos. Genau. Und dann zeigt man einen Jugendlichen, der das nicht beeinflusst. Aber ich muss sagen, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Ich gehe jetzt mit dem Schwulen immer kochen, oder? Und das sind meistens Schwule. Wegen dem bin ich jetzt noch nicht, ich bin nicht schwul geworden. Bis jetzt auf jeden Fall noch nicht. Ja. Und weißt, wenn auch. Das ist eben das Argument, manche die sagen, ja, aber das, wegen dem wird es nicht. Aber bei den Kindern ist das schon noch mal etwas anderes. Kinder möchten. Ich glaube jetzt auch nicht, dass wenn jetzt ein Kind jetzt mit einem. Nur weil es jetzt mit einem anderen oder einem Jugendlichen, der jetzt vielleicht... Einer von 20, von 30, von 50. Ja, aber ich glaube jetzt schon nicht, dass wenn man... weißt du, wenn jetzt ein Jugendlicher zum Beispiel jetzt um ein Gay-Leute herum ist, dass er dann automatisch auch gay wird. Das glaube ich schon nicht. Aber es ist klar, dass Jugendliche neugierig sind, dass sie Zugehörigkeit suchen und dass sie natürlich, wenn ihre Gespänli um sie herum etwas toll finden, dass sie das auch wollen. Und mir fällt das zum Beispiel auch sehr stark auf. Ich tue ja weißt, viele Kinder, also Familien kommen ja oft mit Fragen an mich an, Anliegen an mich an mit betroffenen Transjugendlichen, weil sie eben auch plötzlich ihre Kinder... Wie kommen sie auf dich zu? Ich finde mich natürlich überall, Social im Media Internet und Social Media schreiben mich an.
weil sie halt auch ratsuchend sind, wenn ihre Jugendlichen in der Pubertät oftmals mit dem Thema kommen. Okay. Und wenn ich dann aber mit diesen Jugendlichen rede und sage, du mal, oder magst du mir erzählen von deinen Gespendli, von deinen Freunden, Kollegen, Ja. dann sind das immer, und das ist so die Auffälligkeit, dann haben die immer in ihrem ganzen Kollegenkreis, alle sind auch mit dem Trans-Thema betroffen, Schon. alle sind auch non-binary. Eben, weil bei mir im Kollegenkreis Das- habe ich jetzt noch nie... habe ich niemanden, der mit dem Thema einfach früher... Ja, aber weißt du bist ja erwachsen. Ich will Also jetzt ja, mehr einfach auf meine, das von raus. früher, Kindheit... Ja, das habe ich ist nie jetzt so das Thema. Ja. Und weißt du, mit dem würde ich da mehr versuchen Ja. zu klären, die Beeinflussung der Jungen. Und wenn es natürlich dann ein Jugendlicher in dem Alter, wo er ja selber so am Suchen ist, seine Kollegen und Gespendli auch gerade alle in dieser Bubble hineinsuchen und sich bewegen. Also der Kollege hat ja schon Hormon, ja, dann will ich sie aber auch schnell. Das Gleiche Das ist ja bei den dann Drogen. Und die das ist ja dann eben, Beeinflussung. der Beeinfluss, ja. Das ist das. Dort muss man so sorgfältig anschauen und genau anschauen und eben auch wirklich beschützen und auch begleiten und eben wachsam sein als Erwachsenes um die Jugendlichen herum. Und darum finde ich, sollte man auch in den Schulen eben überall wieder fahren, wieder zurück, die Themen wieder dort an, wo sie hingehören und nicht so omnipräsent und so dauernd, täglich. Das ist wie bei der Werbung, wenn du etwas 30 Mal hörst, dann bleibt es drin, dann bist Und so Sicher, ein ja. Stück weit ist doch das mit den jungen Menschen. Und also die sind heute dem ganzen Gender-Wahn. Genderst Sag ich jetzt bewusst so. Tust du gendern? Du meinst jetzt wegen Pronomen? Ja, weil du jetzt allgemein einfach, es gibt ja also Gendersprache verwenden. Ja, das ist ja also wenn man Pronomen Du machst sich das- darauf achtet. Ich versuche es aus Ja. Höflichkeit, dort, so wie es mir auch gelingt und ich es auch okay finde. Aber kannst du mir ein Beispiel nennen? Aber Ich ich komme tue nie nicht- richtig draus. Zum Beispiel, ich sage, ich gehe zum Arzt. Wie sagt man denn Jawohl. das? Ist das Ah, falsch, jetzt, wenn ich sage, ich nein, gehe das- zum Arzt? Nein, das sage ich noch genauso. Aber nicht Also, du, aber wenn man es nein, gendert, kommst du da Gott. überhaupt raus? Nein, das, gehe in so ärztliche wie Behandlung. denke Aha. ich schon gar nicht. Ich meine jetzt im Sinn so, wenn mir jetzt ein non-binärer Mensch sagt, ich sage quasi, wenn ein non-binärer Mensch möchte, dass ich nicht er oder sie Aha, ja, sage, okay. dann Ja. tue ich mich schon darauf achten, dass ich vielleicht eben nur den Namen sage und nicht Aha. er hat oder sie ja, hat. okay, das stimmt. Ja. Dort schaue ich schon, dass ich Rücksicht nehme, dass ich es vis-à-vis nicht verletzen. Oder wenn Du musst man dich dann das nicht immer so, wünscht. nicht, dass er falsch ausrutscht oder so, weißt du? Mal. Und Und das passiert. geht auch mir so. Eben, Dann ist es mega blöd, so, ja. dann bin ich im Gespräch mit so einem Menschen dauernd gehemmt, weil ich ständig Ja. muss aufpassen, sage ich alles richtig. Ja. Oder ja, nicht rutscht mir wieder ein falsches Ding Genau. raus. Und dann nimmt es eben ein Stück Das weit ist, gesundes Menschenverständnis. Weißt du, einfach das gesunde Bauchgefühl, das wir doch dürfen haben in einem Gespräch, dann nimmt es viel Energie von dem weg. Ja. Und darum finde ich das eben auch ein bisschen heikel. ja, eben. Und ich bin halt dafür, also meine Meinung wäre, wenn man sich dort, wo man das kann umsetzen, mag umsetzen, dort ist es ja gut und recht und toll, aber es ist nie selbstverständlich und es sollte auch nie erzwungen sein und zwingend müssen so passieren. Das Du wirst finde ich aber dann fast. nicht mehr gut. Ich weiss. Und Weil, da, eben weil da, du willst ihn ja nicht auch verletzen, die andere Person. Oder? Du willst ja nicht sie Genau. angreifen und dann ist es ja gezwungen. Dort finde Oder? ich, ja, aber du kannst ja immer noch, weißt du, spürst in einer Begegnung, ist es jetzt okay, also da gelingt es mir, da spüre ich aber auch vom Vis-à-vis eine Toleranz und eine Menschlichkeit und auch, also ich finde, das Thema verlangt eben nicht nur Toleranz, eben, wo immer gefordert wird, sondern es verlangt vor allem Toleranz von den Betroffenen selber gegenüber dem Vis-à-vis. Dass Ja. sie eben wissen, wenn das Vis-à-vis vielleicht einmal halt ein falsches Pronomen sagt, ist es nicht gerade wegen Abwertung und der Diskriminierung, sondern weil halt aber die es gibt Personen solche, sich die dann nicht so hässig werden, gewöhnt nicht? sind. Ja, und die hässig werden, dort richtig ganz klar sage ich, das ist dein Problem und nicht das Problem vom Vis-à-vis. Also die Person, die das ja einfordert, die ist ja mit dem Thema viel sicherer. Die möchte das ja, dass sich die anderen so verhalten. Also muss doch die Person auch großzügig sein und auch die Toleranz haben, dass sie weiß, dass vielleicht andere Menschen einfach das nicht so beherrschen oder einfach auch vielleicht nicht so auf dem Parkett daheim sind. Also Toleranz fordere ich vom betroffenen Menschen,
nicht vom Vis-à-vis. Das ist das Gleiche, wie wenn einer da ankommt und noch nicht richtig die Sprache kann und dann rede ich mit ihm ganz normal Schweizerdeutsch und er versteht es nicht richtig. Dann sage ich, ja, dann musst du es doch können. Oder? Weißt du, was ich meine? Das ist ja plus minus etwas gleich. Das ist aber sogar noch schwieriger. Wenn jetzt zum Beispiel mein Vater kann nicht so gut Deutsch und wenn er jetzt noch muss da irgendwie anfangen gendern und so. Also es ist ja nicht so, dass wir schon so weit sind, dass es jetzt wirklich im Duden kommt und das Kind münd gendern. Aber es gibt Arbeitsplätze, wo man eben muss gendern. Ja, und es gibt schon, wo das ganz klar auch als Firmenphilosophie so umsetzen und auch, ja. Die einen ist das eben schwer. Und ich finde auch. Ich finde das gar nicht, dass ich dann jemanden diskriminiere, weil ich jetzt nicht gendern will. Ich will einfach die Sprache reden, wo ich rede. Mir ist es eben zum Beispiel auch wichtig, dass ich nicht. Weil viele dann hochdeutsche Podcasts machen oder hochdeutsche Streams, wenn sie streamen extra, weil es dann mehr Reichweite hat. Dann ich mache das und so. Und ich will halt wirklich so können reden, wie ich halt einfach gewöhnt bin zu reden. Und das sollte man doch grundsätzlich immer an erste Stelle setzen, dass man einfach reden darf, wie man sich auch wohlfühlt. Es ist ja oft «c'est le temps qui fait la musique», also genau, wie du etwas sagst. Und wenn ich merke es vis-à-vis, tut jetzt extra blöd oder extra nicht, dann finde ich es auch nicht in der Ordnung. Ja. Aber wenn ich spüre, es vis-à-vis ist jetzt halt, weil sie mit einem Thema nicht sicher ist oder etwas halt einfach so, aber es ist ja gleich der menschliche Anstand, dann sollte doch die Welt okay sein. Also warum machen wir uns dort so... Wir machen uns viel zu grosse Probleme für nichts. Das sind westliche Wohlstandsprobleme. Ja. Sage ich immer. Das ist, wenn wir also um keine anderen Probleme haben, dass wir da einander das Leben so schwer machen und uns so gegenseitig torpedieren, es ist eigentlich bescheuert. Ja. Weil es gibt wirklich richtige Probleme auf dieser Welt. Und dann müssen wir doch sagen, es geht uns so gut und trotzdem tun wir so blöd miteinander und tun uns überall so auch den Freiraum wegnehmen, dass wir einfach dürfen sein, wie wir sind und wir sind nun mal unterschiedlich. Ja. Wir sollten doch Freude haben an Vielfalt. Und wenn wir die Freude aber haben, müssen wir aber auch die Grosszügigkeit und Toleranz haben, sie auch zu leben. Genau. Oder? Ja, alles kannst du schon nicht bringen. Oder? Ich kann jetzt auch nicht da die Leute beleidigen. Aber es geht ja genau dort, wo wir über Grenzen ziehen. Es soll «Danke für la Musik». Genau. Eben, beleidigen, extra so. Das für die einen ist eben schon, die kleinsten Sachen sind schon beleidigend. Ich glaube, die einen werden es schon negativ, nur schon. Ja, aber sagen sie mir sicher, ja, ich habe jetzt extra jemanden da reingeholt, dass ich da als Gutmensch da. Ich kenne Social Media langsam. Oder? Aber weißt du was, dann ist das ganz ehrlich, mich tut ja das dann auch immer beschäftigen, so Aussagen, aber schlussendlich dann ist das dieser Person ihr Problem. Wir wollen ja zeigen, dass wir eigentlich uns über das Thema unterhalten, auch austauschen, auch sagen, wo es uns da nicht wohl ist und warum wir vielleicht gewisse Sachen auch anders sehen oder auch einfach eine eigene Meinung bis jetzt alles genau gleich. Wie? Man sieht bis jetzt eigentlich alles genau gleich, oder? Also. Ich meinte, aber ich glaube einfach, wir müssen offen und freier wieder aufeinander zugehen im Alltag. Yeah. Und das bedeutet logischerweise Anstand, höflich, gegenseitiger Respekt, aber das kann man alles erfüllen und trotzdem kann man sich frei lassen. Nicht nur eine, ja. Toleranz ist immer gegenseitig. Und das ist eben das, was ich jetzt momentan was ich eben nicht so gut finde. Jetzt hast du, ich zeige immer so die Brücke mit ich nenne es die genormte Bevölkerung oder die LGBTQ-Community. Und die fordern, dass ihr über die ganze Brücke überlaufen müsst. Und quasi zu der Community über und die Welt funktioniert so. Und ich sage, nein, das ist verkehrt. Beide Seiten im Idealfall sollten den halben Weg auf die Brücke hochlaufen und sich oben auf Augenhöhe tanken. Und das ist für mich ein gesundes gesellschaftliches Miteinander. Und dann ist es auch wertbasierend, wertschätzend, Höflichkeit, logisch nicht beleidigend. All diese Sachen, Rassismus und all das Zeugs finde ich, das sollte doch automatisch, das spüren wir im Bauch rein, was ist Anstand und was nicht. Und eigentlich das können wir schon, umsetzen, ohne dass wir uns die Freiheit nehmen dürfen, zu reden, wie wir halt denken und unsere Meinungen auch dürfen unterschiedlich vertreten und zeigen. Das eine geht doch wunderbar mit dem anderen, aber es braucht halt ein Laissez-faire auch von beiden Seiten. Yeah. Und zu dem müssen wir wieder zurückfinden, unbedingt. Ja, aber stell dir mal vor, es würde eine Hetero-Parade geben, anstatt wie heisst das? Gay, also, wie heisst jetzt das? muss ich selber.
Pride. Ja, Pride, CSD. genau. Und stell dir mal vor, es würde eine Hetero-Parade geben. Denkst du nicht, die würde das Recht der LGBTQ-Szene würde das eher als homophob, würde es gerade als homophob. Eigentlich ist es ja etwas Normales. Hetero-Parade. Aber wenn es das würde geben, ich glaube, das würde schon mega Gesprächsstoff geben. Und wieso, weißt du? Weißt, grundsätzlich war es ja schon so, dass viele aus dieser Community lange Zeit haben müssen für Recht kämpfen. Aber wirklich Recht. Aber jetzt ist es ja dann bald umgekehrt. Das wird fast Heteros für Recht kämpfen. Bravo. Weil man gar nicht darf, sagen. Ich habe wirklich gemeint, teilweise. Nicht wegen dir gar nicht. Weil mit dir habe ich schon vor oben geredet, ganz normal. Ohne irgendein Problem. Ich habe Zuhörer, die dann zuschauen, die dann direkt wieder sagen, hey, ich finde es blöd, wenn jemand sagt, du bist homophob, weil das heisst ja dann, du hassest einen Menschen oder du magst den nicht, du würdest am liebsten, dass der stirbt. Aber das stimmt doch überhaupt gar nicht. Ganz genau, da fehlt eben die Nuancierung, dass man die nicht mehr versteht. Wir haben nur noch Black and White auf dem Tableau. Also bist du nicht, in meiner Meinung, dann bist du genau mein Find und verstehst mich nicht. Und dann muss man dich möglichst canceln oder eben bekämpfen. Und das ist so etwas Verkehrtes. Weißt du, was ich mir eigentlich am liebsten mal wünschen würde, statt jetzt Gay Pride oder eine Hetero Pride? Einfach eine Pride für alle, wo man das Menschsein feiert. Und feiern, dass unsere Welt bunt ist, dass wir doch alle individuell und einzigartig sind. Spaltet ja richtig, oder? Die einen, oder? Pride. Und das Zeug, die einen haben das. Die spaltet sich ja von den Hetero-Leuten. Ein Hetero ist ja fast wie ein Feind teilweise. Einer, der sagt, ich bin hetero, ist direkt homophob. Aber wenn ich jetzt da hocke und sage, hey, ich bin hetero. Da muss ich jetzt eine kleine Differenzierung noch drin tun, weil ich in meinem Alltag das auch so erlebe. Es gibt, und wie in allen Themen, und so auch in diesem Thema, es ist in jeder Gruppierung ist es immer meistens der kleine, laute Aktivismuskreis, wo die Themen so schwierig machen und eben auch so, denen so Problematiken pushen. Ich kenne sehr viele Gay-Leute, du sicher auch, die ganz normal im Alltag leben und völlig okay und wo eben all das auch too much ist und wo auch finden, hey, wir dürfen doch einfach als Menschen leben, wie wir sind. Sagen, das ganze Gender-Zeug und so finden sie nicht so gut. Und die einen finden es sogar blöd, wenn man Regenbogenflaggen und so aufhört. Ja, das ist... Ich habe nichts gegen die Regenbogenflaggen. Meine Tochter hat gerne Regenbogen. Aber es ist sogar so weit gekommen, dass ich meiner Tochter sage, hey, schau, einen Regenbogenstuss, ich will den gar nicht mehr anschauen. Du, und wie schlimm, weißt du, das tut doch einem so leid. Es ist schön, ein Regenbogen ist etwas Schönes. Etwas vom Schönsten, es ist ein aber Wunder. heutzutage ist das direkt, dann heisst es gerade LGBT. Und LGBT ist ja gar nichts Schlechtes, aber... Weißt du, ich finde, wo ein bisschen der Kreuz ausliegt in diesen ganzen Themen, weil das sind ja eigentlich alles menschliche Themen, aber seit man sie so politisch instrumentalisiert, ist es jetzt so ein Chaos geworden. Und ich finde das so schade. Man darf doch, du bist gay und bist okay, du bist hetero, du bist okay, du bist wegen meiner non-binär und bist okay. Davor hat das gar niemand so gross interessiert. Ganz in den 80er und 90er Jahren. Und weißt du was? Wir haben weißt du, wie viele Schwule gehabt? Ja, und wir haben hier auch die ganzen, zum Beispiel in der Popmusik oder im Musikbusiness haben wir auch alles Figuren gehabt, wo man jetzt heute würde in dem Genderqueer-Zeug zuordnen. Freddie Mercury ist gay. Boy George würde man jetzt heute als Genderfluid oder Non-Binary Klasse. Also, das hat gar niemand interessiert. Nein, im Gegenteil, wir haben die abgefeiert. Aber der Unterschied, wir haben sie nicht abgefeiert wegen ihrer Identität, sondern wir haben sie abgefeiert. Genau. Ja. Und wäre es nicht schön, Mirko, wenn wir wieder auf das Wieso kann man nicht einfach auf das zurück? Ja. Das wäre an meinem Wunsch. Ich glaube, es hat eben schon Vereinzelte gehabt, die dann eben so richtig homophob waren. Und, so. Und dann hat es das vielleicht das so entwickelt. Das gibt's eben, schon, wie ich es vorher gesagt habe, es gibt immer leider in jeder menschlichen Gruppierung einen kleinen, lauten Kreis. Und die sind so vehement, dass sie dann eben halt quasi... dass man dann manchmal dazu tendiert, alle über den gleichen Kamm zu scheren und eben, dass man es dann für alle schwierig macht. Das Gleiche wie bei den Transmenschen. Es gibt einen transaktivistische Kreise, die extrem fordernd sind, extrem intolerant in meinen Augen, extrem pushig. Und wegen denen leiden eigentlich auch viele Transmenschen, die einfach nichts anderes möchten, als ganz normal im Alltag ihr Leben leben. Die stören ja dann auch gar niemand. Überhaupt nicht. Was stört mich das, wenn irgendjemand eine Frau sein oder ein
ein Baum oder eine Giraffe oder was auch immer. Das ist mir doch egal. Es ist doch wichtig, wie wir als Mensch sind, in unserem Verhalten, Anstand, höflich, so nett, freundlich und nicht, was wir sind. Und schlussendlich eben, was man dann im Schlafzimmer macht oder was man sich zu welcher Identität man sich zugehörig fühlt. Ich frage meine Kollegen, was machst du daheim mit deiner Frau? Und so. Das ist eine mega blöde Frage. Ich würde gar nicht auf die Idee kommen, so etwas zu fragen. Und das müssen wir auch gar nicht. Das interessiert mich auch gar nicht. Eben das sind doch Sachen, die müssen wir doch gar nicht gross lernen und machen. Das weiss man doch. Wenn man in sich hineinlässt, dann spürt man doch, was ist einfach ein respektvoller menschlicher Umgang miteinander. Das ist das. Und wenn wir uns doch an das halten, dann wäre es doch gar nicht so schwierig. Nee. Und einfach vielleicht auch all die lauten Menschen, die dann so da etwas so vehement einfordern, dass die mal einfach... den Latz heben. Du sagst es jetzt so. Ich finde, ich versuche es ein bisschen höflicher auszudrücken. Ja, sie sollten einfach alle ein bisschen oben runterfahren und wissen, in der Welt gibt es andere Menschen, die auch Bedürfnisse haben. Und die Welt kann nur funktionieren, wenn du den Bedürfnissen von allen Menschen auch respektvoll den Raum gibst. Und wenn du aber nur kommst und sagst, ich bin auf dem goldenen Sockel, meine Befindlichkeit ist die, wo die Welt sich darum herumdrüllen muss, und alle anderen haben sich danach zu richten, dann kommt es leider nicht gut aus. Und in dem stecken wir ein bisschen. Ich denke aber positiv. Und ich bin ein bisschen besser irgendwie, weiss nicht. Ich glaube, dass eben viel, weil das sind ja eben meistens nur die kleinen Lautergruppen, und in jeder Gruppe gibt es zum Glück einen grösseren Teil, wo eben auch die Sachen kritisch sieht und eben viel gesünder und menschlicher durch die Welt geht. Und ich bin der Meinung, und das merkt man ja auch zum Glück, dass man sich mehr und mehr auch dem bewusst wird, auch diesen Problematiken bewusst wird. Und ich wünsche mir, dass wir immer mehr wieder zurückfinden zu einem guten Miteinander. Und ich glaube aber daran, weil die Kraft vom Positiven, das ist doch immer die eigentlich am Ende des Tages stärker ist. Und wie Dominoeffekt. Also wenn du rausgehst und in deinem Alltag so gesund, menschlich, respektvoll, aber offen und herzlich unterwegs bist, dann ist doch das wie ein Dominosteinchen, das dann das nächste Positive in die richtige Richtung schubst. Und so tun wir doch, Und ich glaube, wenn wir dafür auch dürfen, ein bisschen in unserem Alltag stehen, du in deiner Welt, ich in meiner Welt. Das war eher umgekehrt. Wie? Der Dominostein ist nachher... Einer hat gesagt, ich bin homophob, zwei haben gesagt, ich bin homophob. Ja. Und nachher bin ich ein Frauenhasser. Nachher alles bin ich schon. Aber eine Gegenfrage, wie versuchst du dem entgegenzuwirken? Oder wie gehst du damit um? Mit dem Podcast? Nein, wie ich damit umgehe. Am Anfang habe ich mich immer erklären, weil ich finde es blöd, auch nur schon beim Rassismus-Thema, dass ich muss erklären, dass ich kein Rassist bin, weil ich finde es schlecht, wenn jemand etwas Schlechtes von mir behauptet, was eigentlich sehr schlimm ist, was einfach nicht so ist. Mhm. Aber du kannst nicht jedem schreiben nachher. Du kannst nicht jedem schreiben. Und ich habe eben jetzt als Schritt, nicht nur wegen dem Homophob-Zeug, allgemein, weil ich bin immer falsch verstanden worden, weil ich habe die Statufilter genommen und Sachen geredet und dort habe ich jemanden imitiert oder jemanden gespielt. Jawohl. Vor allem Rassismus, der ist halt rassistisch, der Birrenweichkopf. Aber das spiele ich ja jemanden. Und dann habe ich gedacht, ich mache einen Podcast und dann bin ich mehr ich selber. Und dann checken die Leute ein bisschen. Und du transportierst vielleicht die Themen, die doch Menschen so beschäftigen und berühren, auch mit einer Portion Humor. Genau. Und dann klingt es dir vielleicht recht. Also nicht vielleicht, ich habe mal schauen, vielleicht werde ich komplett zumachen nach dieser Folge. Nein, ich habe das Gefühl, so, was ich von dir bis jetzt gehört habe und gesehen habe, das gefällt mir eben auch. Ja. Dass bin ich auch gerne zu dir heute in das Gespräch gekommen, weil ich eben das Gefühl habe, mit einem Augenzwinkern kann man mit vielen nicht alles so ernst schwierigen Themen ein Stückchen wieder einfach rumgehen. Ja, und genau, du sagst es, nicht alles so tot ernst nehmen. Ja. Ein bisschen auch mal über sich selber lachen, einmal den Fünferlograd sein. Ja. Es wäre doch so einfach. Ja, morgen, also vielleicht komme ich, wenn ich da rausgehe, Herzinfarkt über, dann ist alles vorbei. Und nachher, was bringt ich das? Hoffe es nicht. Ich muss alle überzeugen, dass trans sein scheiße ist und so. Nein, um das geht es doch gar nicht. Ist es genau, und das ist auch übrigens etwas, was ich ständig auch immer wieder nicht verstehe. Weißt du, was dann, wenn ich bei diesem Thema Trans einfach mehr Sorgfalt fordere
oder dass wir dass wir ein bisschen umsichtiger und sorgfältiger in dem Thema uns bewegen, dann heisst doch das nicht automatisch, dass ich Gegner bin. Eben das Schwarz-Weiß-Denken, von dem müssen wir wegkommen. Ja. Und es geht doch um den Inhalt von Themen. Und dort, und ich finde, wie eigentlich in den meisten Themen in der Welt oder im Alltag, liegt doch die Wahrheit meistens in der goldenen Mitte. Und ich versuche immer ein bisschen dort das Ding. Ich finde es schade, dass wir immer so schnell und vorschnell wegen einzelnen Wörtern, die man nicht richtig sagen, oder wegen einem Satz, wo... Ja, das ist eben im Internet, weißt du? Das ist, Ja, wird manchmal nur das- einen kleinen Ausschnitt gepostet und dann ist gerade Das Internet ist jetzt vielleicht unsere Welt, wo man sehr stark mit dem konfrontiert ist. Aber glaubt mir, auch draussen in der analogen Welt, auch im Ding, ich höre so viele Leute, egal in welcher Gesellschaftsschicht, wo die Menschen sagen, hey, ich kann nicht mehr frei, ich getraue mich nicht mehr frei, in den Gesprächen zu sein, nicht mehr frei dürfen zu reden oder meine Meinung dürfen offen zu äußern, weil man immer muss 100-mal überlegen, wird ich denn nicht von links oder von rechts angeschossen oder da komme ich ein Giftpfeil über oder dort tut man mich abstempeln oder da werde ich gecancelt. Und es kann doch nicht gesund sein für uns als Gesellschaft, wenn wir so gesteuert müssen durch den Alltag. Und da müssen wir einfach wieder davon wegkommen. Und das ist auch so mein... du spürst es Genau. auch, so meine wirklich innere Überzeugung und meine Message. Ich möchte, dass wir dort wieder Das ist eben auch meine. zurückkommen. Genau, das ist eben auch meine. Und darum habe ich dich eben auch eingeladen, also nicht auch wegen Und mich weil du mir auch freut folgst. das. Und so. Mich Ich habe das freut das. Und wir merken ja auch, dass du kommst aus einer ganz anderen Bubble als ich das Ja. komme. Und trotzdem können wir doch einander... gesehen. Ja, normal. Ich kann mit jedem Menschen. Wir haben uns jetzt da oben gesehen und haben sofort losgeredet. Und zwar einfach, weil wir zwei Menschen sind, die doch menschlich uns begegnen können. Und es ist okay. Und wie schade ist es, wenn ich in einer Welt nur noch mich in meiner eigenen Bubble bewegen. Das nimmt doch so viel weg an tollen Erfahrungen, an vielleicht überraschenden Begegnungen. Also, ich möchte mich in der Welt nicht so in einem Ding bewegen. Ich habe Neugier und Freude, überall zu hören, zu schauen, zu reden, den Menschen zu begegnen, weil das macht doch das Leben auch bunt und schön. Ich habe von dir eben das erste Video, das ich gesehen habe, war so ein Ausschnitt von einem Podcast. Und du hast dort eben gesagt, dass du bist ein Mann warst, Christian hast du zuerst geheißen. Genau. Dann hast du du hast dich umoperieren lassen. Ja. Als Nadia nachher. Ja, und dann hast du das bereut. Mhm. Und das ist so. Du hast Es eigentlich ist so. bereut. Mein Leben Was hat hast du sich- genau bereut? Ich habe bereut, und das ist ja genau das Wort bereuen, ist ja das, was man mir dann auch wieder vorwirft. Und, Ja. Und ich finde, man darf auch manchmal Sachen Also, du hast es, glaube ich, so gesagt. bereuen. oder? Ich absolut. Und eben, ich habe die Aussage sehr, sehr oft reflektiert. Und ich bereue Folgendes. Ich bereue, dass ich die Wertschätzung von meinem Körper nicht hatte. Dass ich nicht gewusst habe, was es heisst, einen gesunden Körper immer gesunden Körper Wie alt dürfen bist du zu wohnen und daheim sein. Mit 19 habe ich das erste Mal erfahren von Trans und mit 25 habe ich dann angefangen mit der Transition. Und was macht man dort als erstes? Eigentlich psychologische Gutachten, dann Hormontherapie und dann geht es irgendwann Also Hormontherapie, du nimmst dann Östrogen, oder was ist das? ja, Das weibliche Hormon. wenn man jetzt vom Mann zu Transfrau geht, also biologisch Mann zu operierten äußeren Frau, dann nimmst du Östrogen, also die gegengeschlechtlichen Sexualhormone. Umgekehrt wäre es dann das Testosteron. Und ich finde eben, ich hatte auch einfach so das Gefühl gehabt, ich will jemand anders sein und dann sind meine Probleme gelöst. Und wenn ich quasi eine Frau bin, dann bin ich nicht mehr der Christian, der sich unwohl fühlt. Und ich wollte wie der Dompteur von meinem eigenen Leben und habe gesagt, ich habe befohlen, Körper, du hast jetzt die Medikamente zu vertragen und du hast jetzt so zu funktionieren, wie ich das will. Okay. Und Der Körper wehrt sich nicht dagegen. Eben wehrt er sich. Und ich bin auch richtig, also der hat mir auch gezeigt, dass das ist Raubbau, was du mit mir machst. Und darum sage ich habe eine totale Arroganz und Überheblichkeit meinem eigenen Körper gegenüber gehabt. Hey, ich habe doch einen gesunden, funktionierenden, gut aussehenden Körper zu dieser Zeit, wo absolut okay war und vor allem, wo nicht selbstverständlich ist.
ein paar kommen im Rollstuhl auf die Welt. Voilà. Dahinter. Und wenn man dann einen gesunden Körper hat und Ja. du Aber denkst du hast ja, was nie, hast du denn jetzt? Was ist denn jetzt nicht gesund an deinem Körper? hey, Logo, mir hat 30 Jahre Hormontherapie hinterlassen schon ihre Spuren Schon, was und denn auch zum Beispiel? Was hast du? Operationen. Ja, der Körper zeigt ja schon, dass er nicht so Freude hat Ja. mit allem. Also ja, schon gewisse Sachen, wo vielleicht auch die Leistungsfähigkeit ein bisschen Okay. nicht so da ist, wie man sie vielleicht würde wünschen. Ich habe schon mehrere Nebenwirkungen, auch so Ja. Langzeitfolgen, Was wo ist wir das jetzt nicht Schlimmste so? näher Willst du nicht? vorbeigehen. Das kann man, ja, weißt du, Okay. Ja, okay, okay. glaubt mir, sie haben einfach, das Leben hat mir gezeigt, oder mein Körper hat mir gezeigt, er hat quasi Belastung von 30 Jahren gegen meine biologische Natur anzuschaffen, das hat Spuren hinterlassen. Und auch das massive Eingreifen in das Wunderwerkkörper und in den ganzen Hormonhaushalt und Apparat, wo ja wunderbar, das ist wie das perfekteste Schweizer Uhrenwerk, ist unser ganzes System, körperliche Nerven, Blut, Organ, Bahnen, das ist ja alles wunderbar. Ja, nur schon bei einer Natur Frau, dass sie eingerichtet. dann Milch geben und Eierstöcke und Ist das Zeug. ein Wunder, aber auch ein Mann, dass Oder, er ja. Leben zeugen kann. Das ist ein Wunder. Und wenn wir da nicht respektvoll umgehen und wissen, unser Körper ist, den müssen wir wertschätzen. Der hat einen Wert, der ist wertvoll. Und das habe ich leider nicht gehabt. Und ich habe das Gefühl, ich kann einfach mit dem machen, was ich will und muss nicht auf meinen Körper hören, sondern ich sage dem Körper, du musst hören. Und das ist falsch. Und darum sage ich heute ganz klar, ich bereue das. Aber hast du das als Frau immer gehabt, das Gefühl, dass es doch nicht richtig ist? Ich hatte schon so die ersten Jahre, die Anfangseuphorie ein bisschen gehabt und habe das Gefühl gehabt, oh, jetzt habe ich ja den weiblichen Körper und jetzt bin ich ja quasi eine Traumfrau. Das ist eben auch schon verkehrt. Hat es Vorteile gehabt als Frau? Hast du immer recht gehabt, oder? Zum Beispiel. Oder Oder das was? ist jetzt aber ein Klischee. Erlebst du das so? Ja, meine Frau hat immer recht, ich weiß auch nicht. Ja. Happy Wife, Happy Life, Ja. sagt man, gell? Ich Gibt's muss so ihr einen auf jeden Fall saloppen immer Spruch? recht geben, sagen wir es so. Aber vermutlich hat sie auch in vielem recht. Ja, ein paar Sachen schon. Ja. Nein, Mirko, lass die Sachen habe ich gar nicht so stark Unterschiede gemerkt. Ich habe einfach das Gefühl, ich habe glaube auch gar nie so genau auf so Zeugs geachtet. Ich habe mich immer viel zu Du stark... weißt das eben, wie es am eigenen Leib erfahren hast. sozusagen. Was ich natürlich gemerkt habe, wenn wir jetzt auf die klassischen Dinge raus wollen, ich habe gemerkt, wenn man zur Nacht als quasi äußerlich ersichtliche Frau vielleicht jetzt sich jemand bewegt, wo es jetzt nicht gerade so, weißt, irgendwo in einer Unterführung oder auf einer Straße, die nicht gut beleuchtet ist, da merkst du schon, dass das Frau natürlich ein mulmiges Gefühl hast, dass du angreifbarer bist, dass du ein bisschen in einer verletzlicheren Situation dich befindest. Ja, also okay. solche Erfahrungen habe ich schon gemacht, wo ich klar gemerkt also eher habe. negativ. 2, 3 Beispiele, wo ich wirklich gedacht habe, wäre ich jetzt männlich da durchgelaufen, hätte ich vermutlich jetzt genau das Ding jetzt nicht so erlebt, wie ich es erlebt habe. Also ich bin einmal schon auch dann ein bisschen in eine ungute Situation gekommen mit Männern, die mich als Frau wahrgenommen haben in einer Unterführung, Bahnhofsunterführung. Ja. Aber dort habe ich schon so gedacht, wäre jetzt als Mann in dieser Situation wäre mir das nicht passiert. Ja. Aber das sind so einzelne Sachen. Ja, ich glaube, weißt, wenn du fragst, was ist als Frau besser oder schlechter gewesen? Ja, vielleicht ist dir gerade etwas aufgefallen, das extrem war oder so. Weißt du, irgendwie etwas müssen wir ganz klar sagen, selbst wenn du 1000-mal operierst und noch so gute Transition machst, du wirst ja gar nie Frau. Es ist ein riesiger Unterschied, Frau oder Transfrau. Ja, aber wenn jemand von weitem jetzt sieht, wenn man das Bild vielleicht einblenden wie du vorher aussiehst als Frau, also von weitem sieht man jetzt schon nicht gerade, ist das jetzt... Das haben viele Leute gar nicht gemerkt. Ja nicht gerade auf den ersten Blick. Oder auch in Thailand oder so, wenn ich da so Videos sehe. Also auf Instagram, da gibt es immer die... Und dann kommen wir ja gar nicht raus. Äußerlich wunderschöne... Da kommst du gar nicht raus. Also so Scheinungsbild, das Weibliche ist wunderschön. Und trotzdem darf man einfach nicht vergessen, und das ist eben vielleicht auch so ein bisschen eine Message, es ist weißt du, und das ist ja das, was du jetzt siehst, dass sich auch viele
geborene Frauen anfangen zu wehren, weil sie finden, hey, ihr Transfrauen dringen in all unsere Räume ein, wo wir als Frauen eigentlich daheim sind und wo auch Schutzräume von uns so, sind. Und in der Schweiz glaube ich noch nicht so. Auch lang. Es ist auch ein bisschen Diskussionen, dass auch vielleicht im Sprachgebrauch. Yeah. Ich verstehe es, weißt, wenn eine Transfrau sagt, ich bin Frau, dann gibt es Frauen, die sich an dem stören und sagen, hey, du bist nicht Frau. Ich bin Frau, du bist eine Transfrau. Es ist ein Unterschied. Ist das nicht homophob nachher, wenn ich jetzt das würde sagen? Wäre es direkt. Also wenn ich jetzt an jemandem sage, hey, nein, wo sich eben also wo du eine Frau gewesen bist und ich hätte dir dann nachher gesagt, nein, du bist ein Mann. Das ist ja dann auch so wie ein Angriff, weil du fühlst dich ja dann als Frau. Auch da wieder vielleicht die Mittelvariante, das so. Du bist ein Mann. Das ist verletzend. Das habe ich auch gehabt, so Erlebnis. Das ist logisch verletzend, finde ich nicht richtig. Aber ich verstehe auch die Gegenseite, dass man, und ich finde es eben auch wichtig für Transmenschen selber oder Transfrauen, wenn du etwas so idealisierst oder ich werde zur Frau und dann hast du den Wunsch so stark und machst so viel dafür, dann hast du meistens so eine Illusion von einer Traumfrau. Also du bewegst dich irgendwo im Spektrum schon oder in einer Sphäre, die gar nicht mehr der Realität entspricht. Wenn du als biologischer Mann eine Transition zur Transfrau machst, oder dann hast du zwar nachher, du kannst ganz vieles an deinem Körper optimieren und modifizieren, aber du wirst immer nur eine äußerlich angeglichene Transfrau sein oder ein weibliches Erscheinungsbild. Also deine trotz der Hormone Chromosomen, deine ganze Zellkommunisation, die bleibt ja männlich. Eben, wenn man jetzt zum Beispiel eine Transperson stirbt und dann ist irgendwo vergraben und nach 500 Jahren die ausgrabt, sieht man dann immer noch... was du jetzt sagst. Ich weiss nicht. Da gibt es in Bern einen Gerichtsfall, genau wegen so einer Aussage. Das ist... Nein, ich stelle dir eine Frage. Da bist du eben vor Gericht und nicht ich. Ja, ich beantworte sie dir auch, weil ich bin da deiner Meinung. Was findet man dann? Ich weiss es nicht. Ich frage dich das jetzt. Es ist ganz klar, wenn man es auf der biologischen Ebene anschaut, wenn man nach so vielen Jahren unsere sterblichen Überreste ausgraben würde, dann erkennt man nur noch männlich oder weiblich. Aber wenn man Hormone und so weiter nimmt, das geht nicht weil der Knochenbau und alles, also das Skelett, die Hüfte, all diese Sachen, wie eine männliche Knochen-Skelettstruktur sieht anders aus. Die bleibt doch. Ich weiss es nicht, ich habe mich da wirklich nicht informiert. Ich kann nicht das bleibt. Ja. Und darum, die Aussage ist einfach hieb- und wissenschaftlich nicht in Zweifel zu stellen, dass man dann nur Männlein, Weiblein noch sieht, wenn man jetzt das würde, es ist ja dann meistens noch das Skelett, das übrig bleibt. Ausser heutzutage mit diesen ganzen OPs hat es nachher vielleicht Silikon oder der Dings, was macht ja, aber trotzdem, das sind alles äußerliche Modifizierungen. Und die Grundstruktur bleibt gleich die gleiche. Zellinformation, die Chromosomen, all das bleibt eben gleich in deinem Ursprungsgeschlecht. Und ich finde eben auch für Transmenschen, je schneller man sich von dem Bild Frau, ich bin jetzt Frau oder ich bin sogar Traumfrau löst und einfach weiss, ich habe jetzt Angleichungen, Anpassungen gemacht, die mich zu einem äußeren Erscheinungsbild gebracht haben, wo ich im weiblichen Spektrum mich bewegen kann, dann ist man doch viel mehr im Realitätscheck, in dem, was eben auch wirklich machbar ist und wo man aber auch anerkennt, dass es auch die beste Transition hat einfach ihre Begrenzungen. Yeah. Und dann macht es doch das Leben auch einfacher. Und ich merke und höre viel Frauen, jetzt geborene Frauen, die einfach finden, hey, wenn du sagst, du bist wie ich, du bist auch Frau, dann habe ich ein Problem damit. Wenn du aber sagst, klar, ich bin eine Transfrau, dann ist es, weißt, das ist wie ein Unterschied. Und ich glaube, den Unterschied, dem muss man auch Raum geben. Und da braucht es halt eben auch wieder von den Transfrauen Verständnis, dass es halt geborene Frauen da vielleicht die ein oder andere, das ist ja bei allen ein bisschen unterschiedlich, aber dass es dort halt Frauen gibt, die sich dann gestört von dem fühlen. Und
Da kann ich vielleicht einfach noch so ein bisschen hinzufügen. Ja, da kann ich nicht gross mitreden. Je mehr das Thema immer mehr präsent wird, eben auch und immer stärker in unserer Gesellschaftsmitte umtobt und man da heftigst gegeneinander debattiert, umso mehr wird es dann eben auch bei Frauen, bei geborenen Frauen, zu einem Problem. Vor 15, 20 Jahren, glaub mir, sind all diese Sachen haben die noch nicht stattgefunden. Ich bin als Transfrau immer in die weibliche Umkleidung gegangen, zum Beispiel wenn ich zu Hallenbad bin oder wo auch immer. Ich hatte nie ein Problem gehabt, aber ich habe mich entsprechend diskret verhalten. Aber das Geschlecht hast du dort schon operiert, wenn ich frage. Ja. Und das ist eben das, was ich auch wieder finde. Toleranz muss man eben bei sich selber anfangen. Also wenn ich jetzt in einem Hallenbad, in einer weiblichen Umkleidung war, dann habe ich gewusst, es ist nicht selbstverständlich. Ich bin der operierte Mensch, der aber wenigstens, du bist operiert. Weißt du, weil die einen sich ja identifizieren als irgendein Geschlecht. Und dort dann ist das Problem. Und dann gehen sie, die eine Frau hat das dann nicht so gern. Verstehe ich. Wenn er dann mit dem Kolben da unten ich verstehe das. Und darum finde und auch umgekehrt aber. Und glaub mir aber, auch dort mal, ich hatte ja auch die Phase während der Anpassung, wo ich ja noch das männliche Genital hatte. Mir wäre es nie in den Sinn gekommen, während dieser Zeit, solange es da unten noch zwischen den Beinen männlich ist, in eine weibliche Umkleidung. Also es ist nicht so, dass mich jetzt das mega stört. Mir wäre es ehrlich gesagt, im Training und so, ich gehe rein, ich dusche die Heim. Es wäre jetzt nicht, dass mich so stört, aber vielleicht ist die eine. Vor allem eher bei den Frauen, wenn dann eine geht. Weil es könnte dann auch sein, dass es, also wie sagt man? Umgekehrt bei Trans. Nein, es könnte eben sein, dass dann Leute das extra ausnutzen und es gar nicht so ist und dann extra sich identifizieren. Aber jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, auch da. Die Transfrauen, die doch unauffällig, anständig, diskret, höflich in einer weiblichen Umkleide sich bewegen, die haben eigentlich zu 99% überhaupt kein Problem. Warum es jetzt zu so einem Problem geworden ist, weil eben genau diejenigen, die dann eben so laut... die es missbrauchen. Genau. Das gibt's ja. Und das wirft dann auch wieder das schlechte Licht auf die ganze Gruppierung und darum ist es dann auch viel mehr jetzt auch zu einem Thema geworden und wird so heftig jetzt debattiert. Ja, genau. Und auch da wieder, was ich falsch finde an der Diskussion, die entsprechenden transidentifizierten Menschen, die dann dort so laut und demonstrativ «ich darf jetzt» und so, wo dann quasi ihr Recht einfordern. Hey, falsch! Du bist der in den weiblichen Schutzraum eindringt oder dort möchtest Raum einnehmen oder Raum bekommen. Also verhalte dich auch entsprechend rücksichtsvoll und mit dem nötigen Respekt und Anstand. Und auch da wieder, Verantwortung wird quasi, oder der Respekt und Toleranz wird bei den Frauen eingefordert, anstatt bei sich selber. Und es ist einfach verkehrt, wenn ein Transmensch in eine weibliche, jetzt bei diesem Beispiel bleiben wir, wenn jetzt ein transidentifizierter Mensch in eine weibliche Umkleidung geht, dann Herrgottsterne liegt das bei dem betroffenen Transmensch, dass er sich entsprechend der Verantwortung bewusst ist und auch Toleranz gibt und eben auch entsprechend wertschätzt und sich auch entsprechend rücksichtsvoll und diskret verhaltet und nicht so kommt und fordert und sagt, ich habe jetzt das Papier, ich bin jetzt juristisch Frau und ihr müsst jetzt mich, egal ob ich da unten noch einen Penis habe. Es ist verkehrt. Ja, die fühlen sich halt unwohl oder auch eben wenn auch Kinder noch dort sind. Und so. Aber weißt du, was ich eben nicht verstand? Genau die Leute, die dann die sind wenige, gell, auch da wieder. Wir bewegen uns bei dieser kleineren, sehr kleine Gruppe, die da Missbrauch betreibt, die eben halt auf alle anderen dann schlechtes Licht das gibt es einfach auch. Ja. Aber für das ist nicht so, dass jeder... Ja. Aber selbst bei den wenigen, die das machen, da würde ich am liebsten denen links und rechts eins an die Ohren gehen und sagen, hey, geht's noch? Du bist jetzt noch in deiner Transition, in deinem sogenannten Passing, also in deinem Erscheinungsbild, noch nicht so weit. Du hast nämlich immer noch das männliche Genital. Also musst du noch rücksichtsvoll mit dem weiblichen Schutzraum umgehen und auch akzeptieren, wenn du vielleicht dort noch nicht so weit bist, dass du dort reingehörst. Ja. Weil
Später, wenn ja die entsprechende Person dann vielleicht mal Transition komplett vollzogen hat, dann ist ja genau die gleiche Person auch wieder froh, dass man die weiblichen Schutzräume hat und dass man die auch entsprechend schützt. Also wieso gehst du es denn schon vorher, wenn du noch gar nicht so weit bist, so torpedieren, indem du dich so auffällig laut und übergreifend verhaltest? Und da bin ich finde auch da wieder die Verantwortung liegt beim Transmensch und nicht bei den Frauen, die auch ganz klar definiert ihre Schutzräume schon immer hatten und auch weiterhin müssen und sollen haben. Oder? Ja, aber wieso ist das eigentlich so? Wieso gibt es eigentlich... Weil wir reden ja mega oft, da im Glattzentrum gibt es genderneutrale WCs, oder? Ja, wieso ist das denn überhaupt Trend in der Fitness? Wieso gibt es eine genderneutrale Umkleidekabine? Wieso ist es aufgeteilt auf Mann und Frau? Also ich stelle dir die Frage, weil ich die Antwort eigentlich selber gar nicht... Es gibt zwei Dinge. Das eine ist, wenn ich von mir ausgehe, gut, für mich ist jetzt alles noch mal ein bisschen anders, aber ich glaube auch in der Vergangenheit, wie jetzt in der Gegenwart, könnte ich problemlos die genderneutralen Toiletten umgehen und es wäre mir gleich, ob im Nebenkabinchen eine Frau sitzt oder ein Mann, weil auf dem Häuschen oder auf der Toilette geht man ja um sein Geschäft diskret verrichten und man weiss, wie man sich verhält und dann ist es ja eigentlich egal, wer links oder rechts ist. Aber wenn ich es jetzt von außen anschaue, es gibt nun mal Männer wie Frauen, die auf das Wert legen und die halt möchten in diesen intimen, persönlichen Bereichen auch sich sicher fühlen und eben auch den Safe Space auch haben. Und ich glaube, das ist ja schon immer so, das ist eine gesellschaftliche Ordnung, die wir auch haben. Und es ist, glaube ich, auch eine Ordnung, die ganz sinnvoll ist, damit man eben auch sich sicher bewegen kann, damit man auch dort den Schutz bietet, wo eben gewisse Menschen Schutz wünschen oder ihn auch sogar brauchen. Und darum bleiben wir doch... Eher, dass Frauen Schutz vor Männern, aber umgekehrt weniger. Dass ein Mann dort geschützt ist auf dem Männer-WC, dass keine Frau eindringt, ist ja eher weniger, oder? Das ist schon, da muss ich da insofern ein bisschen recht geben, also in der aktuellen, wo sie so politisch aufgeladen ist, in dieser ganzen Diskussion, ist schon stärker, dass sich die Frauen jetzt wehren und finden, wir wollen keine biologischen Männer in unseren Bereichen. Umgekehrt, Männer reagieren, glaube ich, noch ein bisschen lässiger oder ein bisschen weniger. Ist doch mir egal, wenn jetzt... Ich kenne auch, du sicher auch im Ausgang oder was auch immer, wenn man unterwegs ist und dann muss man dringendst... Der Toi-Toi ist ja genderneutral zum Beispiel. Hat es ja manchmal draussen beim Ausgang, hat es manchmal auch draussen oder Festival Toi-Toys. Toi-Toys, aber auch sonst, wenn man jetzt so dringend aufs WC muss, dann... wenn du halt auch mal als Frau in einer... Also ich kenne viele Frauen oder viele Frauen, die sagen, ja, ich bin auch schon auf einer Herrentoilette, weil es halt pressiert hat. Und es ist doch völlig okay. Aber es geht auch dort am Ende des Tages darum, Diskretion, Anstand, dass du weißt, wie du dich entsprechend verhaltest. Es ist jetzt halt so stark auch in den Fokus gerückt, weil man es so heftigst auch debattiert, eben auch politisch. Und darum sage ich, das tiefmenschliche Thema ist so stark ins tägliche Politikum oder zum täglichen Politikum geworden, dass es so omnipräsent ist und darum alle das so überpräsent haben und darum auch so überempfindsam reagieren. Ich wünsche mir auch da, dass wir vielleicht irgendwann andere Themen wieder ins Zentrum kommen. Ja, weil die Themen sind so kein schlimm. Da ist jetzt ein genderneutrales WC. Jawohl. Aber es hat Männer und Frauen. Und ich finde das... Welches benutzt du von diesen drei? Männer. Männer-WC. Ja, aber weißt du, wenn jetzt mich würde es nur stören, wenn wir jetzt nur noch genderneutrale WCs haben, weil dann geht es nur darum, weil das ist ein kleiner Prozentteil, der sagt, die sich als nicht als non-binär identifizieren. Das sind ja, ich weiss nicht, sehr wenig. Sind wirklich wenig. Du weißt das vielleicht besser als ich. Zahlen kenne ich jetzt nicht auswendig, aber es sind einfach sehr wenige. Das ist ein ganz kleiner Teil der Menschen, die sich als non-binär identifiziert oder dem non-binären zuordnet. Und darum sage ich bin deiner Meinung auch, bleiben wir doch bei dieser Ordnung, gesellschaftlichen Ordnung. Man kann es schon machen, das genderneutrales WC. Ich benutze, da können ja die dann dort drauf gehen. Aber ich habe es blöd gefunden, weil es war mal eine Debatte war, dass es bei einer Schule eben dann wieder war, wieder bei Kindern.
Verstehst du? Und dann fragen sich eben die Kinder, wieso ist denn das so? Ganz das kann man es genau. nicht einfach so lassen, wie es ist. Weil ich finde das jetzt nicht so ein schlimmes Thema. Mir geht das immer genau gleich. Oder ich finde das gar nicht so schlimm. Mir auch, also, obwohl jetzt eben, ich bin für die kleine Gruppierung ist es aber schlimm, das kann man schon sagen. Aber es sind ja wenig. Aber selbst... Kannst du ja wenigstens ein WC machen? Ich bin jetzt der Meinung, selbst wenn wir nicht so das Drama um das ganze Thema möchten, dann wird selbst für non-binäre Menschen sollte es doch selbst für sie absolut kein Problem sein, ob sie jetzt auf einer Herren- oder auf einer Damentoilette ihres Behinderten-WC. Einer mit Rollstuhl kann ja auch nicht als Pissoir oder... Weißt du, das ist eigentlich das Gleiche. Es gibt ja wenige Leute im Rollstuhl, aber trotzdem hat es... aber dort hat es noch andere Gründe, weil dort im Rollstuhl braucht man Platz, es muss eine andere Höhe haben, es muss anders platziert sein. Das kann man eben machen wie beim Rollstuhl, so meine ich. Ja, aber wir müssen uns dort dann auch fragen, wenn dann für diese Gruppen ein WC gemacht wird... Voilà. Also auch da wieder, der menschliche, der gesunde Menschenverstand. Wir hätten das sind doch gar nicht so grosse Probleme eigentlich. Voilà, auch da wieder. Es sind Wohlstandsprobleme. Und ja, wegen meinen, wenn es halt genderneutrale WC gibt, ist ja in dem Fall für die betroffenen Menschen toll, dann ist es ja okay, dann ist es ja auch für sie gut und dann hoffentlich ist es dann aber auch ein Thema, das man nicht mehr debattieren muss. Aber ansonsten finde ich absolut auch, lassen wir doch Männli und Weibli getrennt in diesen Intimbereichen. So, und es ist doch eine Ordnung, die wunderbar funktioniert hat. Ich habe meine Ruhe, wenn du nicht noch die Frau nebendran hören, wie sie dich zusammenschießt, kannst du schnell aufs WC gehen. Weißt? Du siehst es wieder so, Mann. Aber nein. Es ist, wir lachen jetzt drüber, aber ich staune selber, wie sich so viele Menschen dermaßen da drinnen so verbeissen. Und es ist so, und auch da wieder, es ist einfach in eine ungesunde Richtung gekommen jetzt. Yeah. Und von Luther, ich will mein Recht und wir haben jetzt das und ich will aber das. Wir sind Menschen, die auf der gleichen Erde leben, die uns im gleichen Alltag bewegen, die nun mal an gewissen Orten auch uns nebeneinander und miteinander bewegen. Und da braucht es doch, wie es in einer Familienordnung braucht es auch in einer Gesellschaftsordnung, in einer Stadtordnung, in einer Landordnung. Es braucht gewisse Strukturen, die uns auch Sicherheit und Orientierung geben. Und ich bin froh, dass wir die haben und ich hoffe, dass es auch weiterhin dass wir die jetzt nicht alle umreißen und plötzlich das alles nicht mehr darf sein, nur weil wir jetzt aufgrund von dem ganzen schon übertriebenen Wunsch von meiner eigenen Community, dass man so vieles so jetzt in Frage stellt, wo so lange eigentlich gut funktioniert hat. Ja. Das finde ich, da müssen wir wieder zurückfinden zu einem Gleichgewicht. Das heisst nicht, dass ich mir Rückschritt wünsche, bis auch noch dazu mal, wo es eben wirklich für queer people schwierig war, sich im Leben zurechtzufinden. Aber in den einen Ländern ist es noch so, oder? Voilà. Und das ist auch etwas, wo ich finde, manchmal steht es gut, denen, die jetzt hier bei uns in der Schweiz oder egal da in Deutschland, die in unseren Ländern so ein Tram machen und wir wollen das auch noch, wir wollen dieses noch und da haben wir nicht und dort müssen wir noch machen, dass man denen mal ein bisschen schüttelt und sagt, hey, schau mal in die vielen Länder, wo es wirklich um Probleme geht, wenn man zum Beispiel gay, also gleichgeschlechtlich orientiert lebt, wo es wirklich um Leib und Leben geht. Da bei uns haben wir es doch eigentlich wunderbar. Und es können doch alle tipptopp leben. Ja, ich habe einen Cousin, wir sind ja von Süditalien, mein Vater. Jawohl. Er war homosexuell. Er hat sich das Leben genommen. Okay. Weil es dort nicht so akzeptiert wird. Mhm. Es wird nicht so akzeptiert, dass man einfach, und vor allem ist das schon früher gewesen, weißt, es wird Homosexualität ist immer noch wie früher so. Es wird vielleicht jetzt schon, aber das ist etwa vor 10 Jahren oder so. Aber etwa 10 Jahre. Aber das Beispiel zeigt doch, dass es auch da offensichtlich ist, den Cousin da in einem Umfeld war, wo wirklich ihm so stark den Druck gemacht hat. Ich weiss nicht, ob es ganz genau, das weiss nur er selber.
wieso er Ja, das gut, gemacht wir sind- hat, aber ja. man weiss, er hat eben, Aber dass ein Leidensdokum ist, gell, und dass es auch Ja. so Fälle gibt und so Geschichten, die furchtbar sind, das ist mir auch klar. Ja. Und das zeigt einfach auch doch jedes Mal, hey, es ist wichtig, dass wir anständig miteinander umgehen. Und das sollte doch aber absolut funktionieren, auch ohne, dass man einzelne Bevölkerungsgruppen so überextrem alles für sich in Anspruch oder beanspruchen. Ja, ja. Und eben auch das gegenseitige sich Raum lassen, Rücksicht nehmen, wissen, dass vielleicht das Vis-à-vis anders funktioniert, anders denkt und dass es aber auch okay ist und auch seine Daseinsberechtigung hat. Das Ja, ist ja. doch so the way to go. Und Logo, darum sage ich nochmal, ich will nicht, dass man in all diesen LGBT-Anliegen, wo man vielleicht so jetzt jahrzehntelang Fürsche gekommen sind, dass man die wieder über Bord wirft. Gott bewahre. Ich profitiere ja von dem. Aber wenn wir jetzt immer noch mehr so vehement fordern, riskieren wir, dass es eben eher Rückschritt gibt, statt einen weiteren Fortschritt. Und das ist ja eigentlich bescheuert. Also, ich will ja nicht, dass wir uns wieder das Leben schwieriger machen, weil ich würde meiner Meinung nach sagen, es hat doch die letzten 10, 15 Jahre haben wir doch schon, also in unseren Ländern, eine wunderbare Alltagssituation, auch rechtlich etc., wo man doch tiptop eingemietet in der Gesellschaft sein Leben positiv kann leben und eingegliedert ist und es ja eigentlich überhaupt kein Thema mehr sein sollte. Und wenn wir aber jetzt immer noch mehr fordern und laut sind und immer noch mehr wollen, dann riskieren wir, dass es den Backlash gibt. Und das sollte ja auch nicht im Interesse sein von der Queer-Community. Und dort täte es vielleicht der eine oder andere Person gut, wenn sie das wieder sich dessen auch bewusst wären. Jetzt sind wir der Latz. Nein, aber Eben mal den Latz, ja. Jetzt sind wir der Du, Latz. das ist jetzt ein bisschen, aber weißt du was, das ist eigentlich ganz gut gesagt. Heben mal den Latz. Ja, weißt du, und mach doch einfach das Ding und dann wird es auch eher akzeptiert, als Das wenn man, ist es, ja. als wenn man so darauf beharrt und die Kinder sollen alle am besten alle mit Genau. queer sein und alle müssen gendern. Nein, der einen gefällt es halt einfach nicht. Leb dein Leben so, wie du das möchtest. Es hat Raum auch für deinen Wunsch, so wie du möchtest, dein Leben gestalten, mit den Farben, wo du dein Leben möchtest ausfüllen. Aber sei einfach im Wissen, dass es andere Menschen gibt, die wieder anders leben und wieder andere Interessen und andere Wege gehen wollen. Und gib auch denen den entsprechenden Freiraum. Und dann funktionieren wir doch gut miteinander. Und dann können wir im Gegenteil, dann ist es doch auch ein schönes Miteinander und spannend Einfach und normal, bunt. ohne, ja. Ja, und dann ist es doch... Also Das ich ist ja glaube, wie mit, es hat mega viele Nationen hier in der Schweiz, oder? Das klappt ja auch irgendwie. Plus, Ja, minus. und- Die einen sagen, es klappt weniger, die anderen sagen, es klappt mehr, oder? Aber es klappt ja und schlussendlich. es geht immer wieder, ich weiss, ich wiederhole mich jetzt vielleicht auch ein bisschen, aber es geht doch immer wieder am Ende des Tages um Menschlichkeit, Anstand und gegenseitige Toleranz. Und Herrgott, das sind 3 tief verankerte Sachen in uns Menschen hinein. Jeder hat eine Seele und ein Herz und einen Geist und einen Verstand und checkt das eigentlich, die 3 Ja, Sachen. die meisten haben einen Verstand, ja. Ja. Nein, aber weißt du, Ja, wie ich weiss, was du Mirko? meinst. Ja, ja. So, jetzt, Ja, ich ja. hätte eigentlich Ja, ja. Logo, es gibt eben in jeder Gesellschaftsgruppe gibt solche, die austicken und die einfach drüber Ja, sind logisch. und wo Ja, aber das ist immer ein kleiner Teil. ja, leider Gottes, aber auch das ist Realität und mit dem muss man logischerweise umgehen, aber der grosse Teil ist doch eigentlich völlig okay. Und dort müssen wir einfach, also ich finde, einfach das, gehen wir wieder ein bisschen oben runterfahren und auch vielleicht in der Politik und in dem Ganzen und einfach wissen, wir sind zwar alle unterschiedlich, aber wir haben gleich alle etwas gemeinsam, wir sind alle Mensch. Ja. Ich habe noch 2 Fragen aufgeschrieben. Und zwar eine, was soll ich machen, wenn meine Tochter zu mir kommt und sie sagt, ich würde lieber ein Bub sein? Also, was soll ich machen? Was könntest du mir für einen Tipp? Sicher ernst nehmen, nachfragen, warum fühlst du dich so? Woher hast du den Willst du Gedanken? sie zum Psychologen schicken?
Das ist sicher gar nicht ein schlechter Ratgeber, sich auch Also sie hat das nicht gefragt. psychotherapeutische Begleitung suchen, weil oftmals sind so emotionelle Themen, ist es auch wichtig, wenn das ein guter Gesprächstherapeut von außen neutraler kann vielleicht an die Themen an oder auch Innenbegleitung mit so einem jungen Menschen. Aber dort muss man dann schon auch schauen, dass es ein guter Psychologe ist. Gibt es nicht solche, die dann sagen, ja, kein Problem, Bravo, mir und ja darauf anwählen. Ich war schon bei einem Psychologen, nicht wegen dem. Aber so, ich habe irgendwie gesehen, die einen... Nein, ich finde, ein so, guter Psychologe für mich ist einer, der eine Begleitung, eine Gesprächstherapie im Sinn, also dem Menschen zugewandt, aber unbedingt ergebnisoffen und neutral mit einem Menschen in Begleitung und in Betrachtung geht von so Fragestellungen. Das ist ganz, ganz wichtig und das würde ich auch den Eltern von so einem Bedarf, wo es vielleicht die Thematik sich stellt, auch ganz stark ans Herz legen, dass man sorgfältig schaut, wie schafft der Psychotherapeut. Schafft er affirmativ? Das ist das sogenannte Bestätigende, wo man eben nicht hinterfragt, wo man sofort nur noch schaut, was kann ich dir von dem Buffet servieren. Wieso willst du das? Oder genau. Das? Und das finde ich nicht gut. Ich finde, da wirklich schauen, dass man einen Therapeut findet, der explorativ schafft, also Ursachen anschaut. Und der ganze Mensch in eine saubere Diagnose Sicherung geht, also in eine ausschlussdiagnostische schafft und genau anschaut und sich Zeit nimmt und eben ergebnisoffen. Ich glaube, das kann es am besten zusammenfassen. Und dann kann ein Psychotherapeut oder ein Gesprächstherapeut, der so unterwegs ist, kann sehr hilfreich sein. Wichtig ist wirklich, logisch, das Kind ernst nehmen, absolut. Bei den einen sieht man es schon als ganz kleine Kind nicht, dass sie schon mit gewissen eher Interessen haben. Zum Beispiel, hast du mir früher als Kind mit Puppen gespielt? Auch beides. Weißt, es gibt Kinder, die sich total auffällig mit gegengeschlechtlichen zeigen. Ja, aber das heisst nicht automatisch, dass das Kind trans ist. Das kann einfach sein, dass sich doch das Kind einfach ganz natürlich ausprobiert und Freude hat an der Welt entdecken und erfahren und lernen. Und wenn man eben auch dort, oftmals werden ja die Themen auch gesteuert von so stereotypischen Rollenmustern. Ja, okay, schon auch, ja. Von dem weg wissen, jedes Kind ist richtig so, wie es ist. Wenn sich ein Bub jetzt halt lieber mit Mädchen-Sachen beschäftigt, wegen dem kann er doch genau gleich okay sein als Bub. Aha, ja, auf jeden Fall. Ja, das und schon. Weißt, dass wir dort wieder den Horizont auftun und das Spektrum auftun und einfach wissen, jedes Kind ist individuell und macht halt andere Sachen. Und das heisst noch lange nicht, wenn sich dann das Kind mit dem gegengeschlechtlichen lieber beschäftigt, dass es automatisch gerade schon in so eine Transrichtung laufen. Es gibt so Videos, wo dann die einen sagen, das ist mein Trans-Baby und so. Hast du das auch schon gesehen? Das ist schlimm. Das finde ich verkehrt. Das Baby wissen, weil ein Transkind, das nein, aber das ist irgendwie ein 2-Jähriges oder so. Nein, das ist Blödsinn. Absolut die Blödsinn. Es extra so aufziehen als und man Ding. sagt auch, man redet ja auch vom falschen Körper und das finde ich alles birrenweich. Das ist wirklich birrenweich, weil jedes Kind kommt, es gibt keinen falschen Körper, weil wenn es einen falschen Körper gibt, gibt es auch einen richtigen Körper. Es gibt natürlich schon Leute, die zwitterig auf die Welt kommen und so, das gibt es selten. Es gibt aber das ist ja dann schon falsch. Das ist aber so ein verschwindend kleiner Teil. Und weißt du, ich meinte, es gibt nur den einen Körper. Es gibt nicht einen falschen Körper. Ja, okay, das ist dann der Körper ist so fertig. Ja. Und wenn dann so ein Kind, ich sehe auch die Videos zusammen und dann hast du schon gesehen, oder? Ja, Logo mit 2 Jahren. Ja, eben die Sachen, wenn ich eben solches Zeug sehe, dann kommt dann der Moment, wo es mich manchmal ein bisschen stört. Mich. Aber mich auch, das ist doch völlig verkehrt. Da tust du ja als Kind schon in eine Straße hinein manövrieren, wo du absolut auch, wo ich fatal finde, wo ich finde, das ist sogar verantwortungslos. Das ist nicht in der Ordnung. Man soll von dem unbedingt aufhören. Das ist ja... Sollten die Eltern zum Psychologen? Ja, du sagst es. Da oder sogar irgendwo... Cash müsste sich einschalten. Also das war nicht in der Schweiz, das ist irgendwo, keine Ahnung, ja, aber so Videos gibt es erstaunlich viel. Und weißt, meistens haben die bei Videos auch Nachahmervideos.
Also ich finde es nicht gut, dass genau. so Videos so stark, so immer mehr da man auch so Videos auch sieht. Ja, die gehen voll viral. Ja, mega. Und das ist so verkehrt. Da steuern wir. Also, was für Verkaufst du dein Kind Voraussetzungen, eigentlich für Klicks? Und so. was für Voraussetzungen bieten wir eigentlich diesen Kindern und Jugendlichen, wenn man so an das Thema dran geht? Das ist Quatsch. Das Kind ernst nehmen, auch immer abfragen von den Gefühlen, aber gleichzeitig immer wieder zurückholen, auch in die Realität. Auch zum Beispiel deine eigenen, als Eltern, deine eigenen Ansichten und Werte nicht einfach über Bord werfen und nur noch bestätigen, eigentlich sogar entgegen dem, was du selber möchtest, nur weil du möchtest das Kind hätscheln und pflegen und nicht etwas sagen, wo könnte vielleicht sogar dich als Eltern zum Gegner machen vom Kind. Wie haben deine Eltern dann reagiert? Das war ganz eine andere Zeit. Ja, du bist viel älter gewesen, oder? Du bist ja im Kindesalter. Ich war viel älter, ich war ja schon im Erwachsenenalter. Im Kindesalter hast du nie irgend so etwas... Ich hatte auch immer eher das vom Mädchen-Zeugs lieber gehabt, aber ich bin ja das beste Beispiel dafür, dass eben, selbst wenn es so war, dass ja nicht Trans als wirkliche Ursache ja nicht gestummen hat, sondern bei mir war es ja einfach ein Fluchtverhalten von meinem damaligen Ich. Also ich hätte wunderbar funktioniert auch in meinem männlichen Körper. Wenn jede Eltern irgendwie gesagt, hey, du spielst zu viel mit so... Nicht. Und das finde ich auch ganz wichtig bei Eltern, dass man das Kind, ich glaube, je natürlicher ich würde auch nie auf die Idee kommen, meiner Tochter zu sagen, hey, nein, du hörst jetzt auf, ich gebe ihr sogar, ich habe ihr mal Dinosaurier und so gekauft. Und sie so, nein, ich bin Mädchen. Es ist halt so, es ist voll die Tussi. Also, aber es ist doch völlig okay. Weißt, ich glaube, je mehr man das Selbstverständliche auch so laufen lässt und gar nicht so ein Aufhebens drum macht, sondern auch einfach akzeptiert, dass das Kind sich ausprobiert und halt mal das toll findet, dann wieder etwas anderes toll findet, das ist doch völlig okay. Aber wenn man es dann eben das gibt so Extreme, oder? Es gibt auch die Extremfälle. So das Gefühl hat, man hat jetzt da gerade schon eine Diagnose und das ist ja gerade schon ein deutliches Zeichen, das ist doch völlig übertrieben. Eben nochmal, lasst doch Kinder einfach Kind sein, weil die finden ihren Weg von allein und das aber ich muss sagen, Zuordnung. Ich muss sagen, wenn ich jetzt einen Sohn hätte, ich rede jetzt von mir und ich würde da jetzt wirklich auch niemanden angreifen und ich hoffe, es kommt auch nicht zu homophob, aber ich sage einfach meinen Gedankengang. Wenn ich jetzt einen Sohn hätte und er würde ein Röckchen anlegen und mit dem rausgehen, ich sage dir ehrlich, mir würde es nicht so gefallen. Und ich würde ihm dann sagen, hey, nein, das ist so, weißt, ich würde jetzt wirklich, ich hoffe, wenn ich es wirklich würde sagen, nein, leg kein Röckchen an, du legst dich jetzt an wie ein Bub. Aus meiner Erziehung, vielleicht, ich würde ihm das dann so sagen, auch bei meiner Tochter, wenn sie wie ein Bub sich anlegt, ist bei der ersten überhaupt nicht der Fall. Wir müssen ihr sogar sagen, nein, du darfst dich noch nicht schminken, du darfst noch kein Finger mit, sie will schon Nägel machen und ich so, du bist eigentlich voll durch, nein. Aber ich habe ja noch eine zweite Tochter, vielleicht könnte ja bei ihr mal das sein. Und dann würde ich aber schon, ich glaube eben, wenn ich dann, nicht, dass ich es erzwingen will, wenn es dann wirklich so würde sein, dann ist es so, akzeptiere ich, weil ich kann ja nichts anderes machen, was soll ich machen? Aber ich würde trotzdem mit der Erziehung trotzdem einen Schub geben und sagen, hey, nein, du bist ein Mädchen, im Fall, das leg lieber das an, weißt du, trotzdem. Und nicht sie zwingen, aber ich würde sie schon eher beeinflussen. Ich finde das auch richtig. Und das zeigt nicht, ja auch, da denken wir ja auch die gleiche Richtung, dass du als Vater deine Werte und das, wie du das auch für richtig findest, dass du das auch mitteilst. Das ist meine Tochter, weißt du, dass du das vermittelst, unbedingt. Wäre ich jetzt vielleicht an deiner Situation, könnte, ich weiß nicht, aber rein theoretisch, ich könnte jetzt mir noch vorstellen, wenn ich jetzt ein Kind hätte und das würde jetzt unbedingt, jetzt angenommen ein Bub, der jetzt im Röckli, dann würde ich mich mit dem aber ansetzen und auch sagen, du, meine Meinung oder wie ich es eben, was ich dazu finde, aber ich würde vielleicht so weit gehen, ich würde sagen, okay, wenn du das unbedingt willst und dann aber auch auseinandersetzen und erklären, du musst aber ich rede jetzt von Kleinkind, gell? Wenn sie jetzt noch 4 ist, 3, 4 und so, weißt du? Ja gut, dort kann man viele Sachen noch ein bisschen spielerisch anschauen. Aber auch wenn jetzt, sagen wir, Kinder verstehen manchmal noch schon viel mehr, als man meint. Und wenn du dich dann mit dem Kind ansetzt, weißt du, vielleicht, wenn man jetzt einfach sagt, kategorisch Nein, dann ist ja, das Kind geht ja dann vielleicht... Also, was ich so will, ich muss anders formulieren. Ich finde es wichtig, dass dem Kind auch eine Begründung ist und dass du eben vielleicht ansitzt und erklärst,
hey, wenn du als Bub mit einem Röckli jetzt in den Kindergarten oder Schule oder was auch immer gehst, dann musst du aber wissen, dann kann es eben so und so, dann kannst du ausgelacht werden oder das kannst du gecancelt werden und das kann also auseinandersetzen. Also heutzutage wird man ja eigentlich sogar gefeiert. Heutzutage wird man ja eigentlich gefeiert, nicht gerade, aber... Also es gibt schon so, es gibt die progressiven Eltern, so lebe ich auch, die dann das erst recht abfeiern und finden, man muss jetzt das Kind in Watte packen und ja, niemand darf etwas sagen und das ist alles so völlig okay. Das ist mir auch too much. Jemand hat mir geschrieben, dass ein Lehrer mit Bart und geschminkt und Rock und so rumläuft. Und dass die das gestört hat, als Elternteil. Und ihr Kind geht dort in die Schule. Und zu Recht. Und ich muss sagen, mich hat es wirklich auch gestört. Mich würde es auch stören, wenn jetzt zum Beispiel eine Frau dann leicht bekleidet dort würde sie, weißt du, was ich meine? Aber bei einem Mann würde es würde mich schon stören. Und weißt du was? Auch da wieder, Herrgott nochmal, es geht doch darum, wenn ich doch in einem gewissen Beruf arbeite, dann muss ich mich doch an gewisse Ordnung und Regelungen halten. Das heisst gerade, du bist homophob, wenn ich jetzt das sage, oder du jetzt auch mir zustimmst, sind wir zwei in jeder Branche musst doch du vielleicht die anderen Bereiche, aber in jeder Berufsbranche musst du gewisse Regeln einhalten, an gewisse Sachen dich anpassen. Und ich finde auch als im Lehrberuf, wenn man doch dann gerade mit so jungen Kindern unterwegs ist oder Jugendlichen, dann ist es für mich selbstverständlich als Lehrer, dass ich weiss, da muss ich mich anpassen, zurücknehmen und da muss ich halt dann so etwas geht nicht. Leg einfach, kannst dich keine Ahnung. Kannst du in der Freizeit machen, kannst es in der Freizeit machen, kannst es im Ausgang machen, aber im Schulzimmer hat doch das nichts verloren. Also deiner Meinung muss er sich dann als Mann kleiden? Wie? Muss er dann sich als Mann anlegen? Also ich würde schon sagen, oder heute haben wir ja so gute Möglichkeiten, er kann sich ja auch geschlechtsneutral anlegen oder ein bisschen anders. Nicht gerade den Rock aber und High nimm Rücksicht und sei dir bewusst, dass du als Lehrfachkraft eine Verantwortung hast. Und eine Verantwortung, du hast eine Klasse voller Kinder, Jugendliche, die alle auch wieder unterschiedliche Prägungen haben, unterschiedliche Erfahrungen oder auch unterschiedliche Sachen aufnehmen und sich beeinflussen lassen. Und auch das heisst ja nicht, dass die nachher das auch gerade machen, die Schüler. Nein, aber logisch stellt nicht, sich aber halt Fragen. Es sind alles es geht um Rücksicht, es geht darum, dass du weißt, wo darf ich was machen und wo ist was vielleicht eher kontraproduktiv und einfach wo passt es auch nicht an. Und ich finde, ein Lehrer, der sich dann so in einer Schulklasse zeigt, das finde ich nicht in der Ordnung. Da stehe ich ganz klar dazu. Ja. Schreibt jetzt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wie? Nein, ich rede mit der Kamera, dass sie Kommentare hinschreiben, was sie davon halten. Ja, würde mich und noch auch da, interessieren. ich nehme mich Wunder. Und es gibt auch da sicher wieder ganze Haufen, es ist ein emotionelles Thema, Logo. Da gibt es Befürworter wie Gegner, aber overall, du sitzt ja in einer Klasse vielleicht vor 20 Schülern. Ja. Dann musst du doch wissen, dass 20 Mal ein Individuum vor dir sitzt. Also du musst doch können Rücksicht nehmen. Ja, ich sehe es du genauso. Du musst das einfach. Das ist das, und für mich. Und auch eine Frau sollte nicht leicht bekleidet als Lehrerin gehen mit den Dings draussen und alles. Aber so Sachen sollten doch auch wieder selbstverständlich sein. Weißt, ich frage mich, warum denn so Menschen. Also ich würde mal anders sagen, auch da wieder vor 10, 15, 20 Jahren wäre kein Lehrer das in den Sinn gekommen, auch nur jemals so zu machen, weil man doch einfach gewusst hat, ich bin Lehrer, es geht nicht, ich muss mich anpassen, wenn ich den Schulunterricht gebe. Ganz normal. Es ist erst in den letzten Jahren auf das Mal jetzt auch dass man da muss rebellieren, man muss. Ich meine, wir reden auch da von Einzelfällen zum Glück. Ja, es ist ja nicht so, dass in jeder Schule... Zum Glück. Aber die Einzelfälle gibt es erst in den letzten paar Jahren. Aber eben seit wir die Diskussion so extrem politisiert haben und so extrem die Einforderung, ich habe Recht, ich darf jetzt und das ist heute alles okay und ich identifiziere mich mit dem Gegengeschlecht, also muss man das akzeptieren. Aber stört sich, wenn ein Migros eine so in der Kasse zum Beispiel wäre, dann weniger, oder? Dann würde es mich weniger stören. Dann würde es mich weniger stören. Mich eben auch. Es kommt eben wirklich darauf an, wo. In welcher Situation, in welcher Funktion. Nicht im Kindergarten und nicht in der Kita. Und es gibt ja eine Regenbogen-Kita in Deutschland, hast du das auch gesehen? Das finde ich wahnsinnig. Also, das finde ich einfach wahnsinnig. Das finde ich weiss ja, dass der Grundgedanke mag noch ein guter sein, dass es heisst, man will diese Kinder möglichst offen.
Nein, Oh, ich würde sie dort sofort rausholen. Ja, nein, ich jetzt als Eltern Masturbationsräume und so, das ist Ja. ja mega gestört. grauenhaft. Ich würde ist ja würd sofort Pädophilie, auch also. mein Kind auch sofort rausnehmen. Ich kann das Auch wenn es ein überhaupt Hetero-Ding nicht ist, möchte ich das verstehen. nicht. Überhaupt nicht. Ich möchte auch, dass sie dann mit diesen Sachen gar nicht so konfrontiert werden und noch nicht in dieser Deutlichkeit und auch in einer Art und Weise, wo doch das beeinflusst sie in einem Alter, wo sie von dem Zeugs noch nicht sollen und dürfen beeinflusst Ja. werden. Und weißt du, Gott sei Dank, das ist ja ein deutsches Beispiel, ich habe das auch Genau, das gelesen ist ja drüber. Zum Glück Aber sind die alle ein bisschen weich in ich Deutschland. glaube, in der Schweiz gibt es das zum Glück noch nie nicht. Also Ich weiss es nicht. Ich weiß es im Fall auch nicht, aber ich habe Ich bis habe es auch noch nie jetzt gesehen. selber noch nie darüber gelesen und gehört und ich hoffe inständig, dass es das auch in der Schweiz wirklich nicht gibt und auch in Zukunft nicht geben wird, weil das hat in der Schule in diesem Alter noch nichts verloren. Ja, Sexualität allgemein hat bei Kindern meiner Meinung nach gar nicht verloren. In der Oberstufe altersgerecht, Oberstufe, ja. so wie man den Sexualunterricht... Wenn man in die Pubertät kommt, dann, oder? Genau. Und dann soll er aber auch... Vorher nein. Dann soll er aber auch den Raum einnehmen, der auch der richtige ist und auch in einer sorgfältigen Art und Weise und nicht in dieser Lawine überflutenden, wo schon alle Fetisch-Sachen und weiss ich was nein, schon drin eben. ist. Das ist, Herrgott Sterne, das hat in meinen Augen noch nichts verloren in einem Lehrplan. Das gehört an ein anderes Bei uns ist das so, im man Alltag. konnte seine Frage aufschreiben und dann in so einen Briefkasten rein tun. Und dann hat man das gelesen, wenn irgendetwas sexual kommt. Mhm. Und jetzt ist es eben so, habe ich gehört von ein paar Eltern haben mir geschrieben, hey, ich finde es unter aller Sau, es ist ein schwules Bärli gekommen und hat dann erzählt, was sie so machen und so weiter in die Schule an den Kindern. Weißt? Und das ist okay, aber ich will auch nicht, dass ein Hetero-Bärli dort angeht und das erzählt. Weißt du, was ich meine? Und noch ein schwules Bärli, weißt? Und dann denke ich so, aha, oh, das ist schwul. Und ich finde, weißt, es ist ja nicht so, dass ich jetzt schwul sein mega schlimm finde und schlecht. Und ich würde es nur blöd finden, wenn jetzt meine Tochter würde jetzt zum Beispiel lesbisch werden. Das einzige Ding, es würde mich gar nicht mal so groß stören, aber sie würde sich dann eventuell gar nicht fortpflanzen. Und dann hätte ich gar kein Enkelkind, eventuell, oder? Es ist nicht so, dass ich jetzt das ums Verrecken will und so weiter. Da wäre ich jetzt ein bisschen provokativ und würde sagen, das ist noch, ich verstehe es, Ja. aber das ist fast ein egoistisches Nein, Denken. nein. Aber ich verstehe es Ich will das nicht ums Verrecken und so Nein, weiter. ich weiss, weisst? was du meinst. Ich habe erst mit 33 zum Beispiel das erste Kind bekommen. Aber Jetzt ist ich gar- glaube, mir geht es gar nicht mal unbedingt darum, um hetero oder schwul oder was auch immer. Da geht es generell darum, wo setzen wir im Menschsein unsere Grenzen, unsere Regelungen, wo geht es um Anstand, auch wieder um Raumabsteckung, Grenzenabsteckung, was ist okay, was ist nicht okay. Ich kann da vielleicht so als Beispiel bringen, zum Beispiel im Tram, jetzt in Zürich. Ich habe so eine Diskussion letztes Mal mitgehört, wo es dann heisst, ja, da haben wir 2 Schwule gesehen, rumknutschen und das geht ja gar nicht. Dann würde ich jetzt aber kommen und sagen, hey, ja, ich möchte nicht, dass 2 Schwule übereinander Ich will herfallen auch nicht, im dass Tram. 2 Heteros. Bravo, das war auch meine Antwort. Genau. gewesen. Und darum, es geht mir nicht darum, Das dass will ich auch man nicht. unterschiedlich bewertet, schwul Genau, oder das bi habe ich auch oder schon mehrmals- lesbisch oder ja, hetero, sondern generell in einem Mach es doch auch an einem öffentlichen anderen Raum Ort. Irgendwo. hat das nichts. Es geht auch da Aber kannst du wieder auch um öffentlich machen, kannst du schnell schauen, hey, ist irgendjemand rum? Nein, okay, aber wenn du siehst, hey, dort ist irgendwie, sind irgendwelche Kinder, dann schlägst du umeinander. Egal ob hetero bist oder schwul oder was Es auch geht immer. um Rücksichtnahme und Anstand, menschlichen Anstand. Auch da, das ist doch... Aber es ist nicht so selbstverständlich. Wir reden jetzt da so, aber es gibt wirklich... Aber Leute- leider Habe ich geht ja schon es. mehrmals- Aber je mehr wir eben die Themen so auf dem Tableau haben, spüre ich, dass es Leute hat. Aber immer noch wieder zu betonen, ich kann nicht das genug bekräftigen. Gott sei Dank ist es immer nur ein kleiner Teil, wo dann das so Nein, ich extrem sehe es, das ist. ist nicht die ganze Aber Zeit. es hat in all diesen, seit die Themen so stark präsent sind, hat schon so Leute, die dann das erst recht demonstrativ durchsetzen wollen und so quasi, ihr müsst jetzt mich akzeptieren, auch wenn ich das und Und die dieses mache. provozieren, dann machen sie es extra, oder? Und dann finde ich, ist es eben ein schlechtes Beispiel und beeinflusst falsch und schlecht. Und Ja. dann entwickeln wir uns als Gesellschaft auch in eine verkehrte Richtung. Wenn nämlich, egal ob hetero oder schwul, wenn man sich einfach so verhält, wie man sich doch mit. Wie man Einfach uns wie ein normaler Mensch. ja, und wenn wir auch Dann, dort wissen, wenn doch Kinder rum sind, dass man dann halt auch noch mal mehr Rücksicht nimmt, das ist doch das
menschlichste und normalste auf der Welt, sollte man meinen. Oder? Ja, ist es. Einfach wieder, und wir haben es doch eigentlich einmal so gehabt auch. Also, ja, und da kann ich nur an alle appellieren, egal ob hetero, schwul, ich wiederhole mich jetzt auch wieder, aber egal welche Gesellschaftsschicht, welche sexuelle Neigung, welche Religionszugehörigkeit, welche was auch immer du hast, Rücksicht nehmen, anständig sein. Deutsche nicht, oder? Warum Ich meinst sitze du am jetzt? Kotzen. Nein, ich mache immer Birrenweichen nicht Was so sagst du Deutsch. gegen Deutsche? Ja, nein, ich mache immer Späßchen gegen Deutsche. Nein, weißt aber du weißt, was ich meine. Ja, ich weiss, was du auch meinst, da ja. wieder, man kann es runterbringen auf das Menschsein. Wie verhalte ich mich als Mensch? du? Ja. Genau. So simpel es wäre So einfach ist es eigentlich. Gell? Mirko. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen von den Zuschauern. Wie lange sind wir schon dran? 1,5? Ah, 1 Stunde 45? Ah, okay. Ja, dann Eben. ich habe so einen Fragesticker gemacht und dann die Leute können hinschreiben. Oh, Ja. okay. Also von der Community. Also, jetzt bin ich ja gespannt, was da wieder Aber kommt. die eine Sache habe ich gesehen, haben wir ja dann schon besprochen. Darum muss ich jetzt mal schnell schauen. Hat es einen Moment gegeben, wo du gemerkt hast, dass es ein Fehler war? Also die Operation. Also wie sagt man, ein Moment, wo du gesagt hast, ich habe etwas falsch gemacht. Ja, eigentlich Oder ein Auslöser. in dem Moment, wo mein Körper angefangen hat zu rebellieren, wo ich auch die ersten Komplikationen hatte, habe ich gemerkt, hoppla. Also dort mal, wo Komplikationen... Also was für Komplikationen? Hast du dann Ja, nochmal ich habe alles, ich habe 16 eingreifen? Mal operiert und habe 16 Mal? eine Komplikation nach der anderen. Ah, alles, was man sich was man auch... Meinst du, das war eine andere Zeit gewesen? Ich meine, heute kann man mehr machen eigentlich als Eigentlich früher. tut man heute gar nicht, aber man tut eigentlich auch heute immer noch, jetzt, wenn wir jetzt von Mann zu Transfrau gehen, tut man das Ist das Genital genau gleich? immer noch mit der gleichen Technik operieren. Man Ja, hat gut. heute aber logischerweise Andere mehr Werkzeuge Routine und so. und mehr Erfahrung. Ja. Aber die Komplikationsrate ist auch heute immer Schon. noch riesig. Gibt es auch Leute, die sterben während der Operation? Es gibt es in ganz seltenen Fällen, okay. wie bei jeder Operation. Aber ist ja. natürlich, man muss unterscheiden. Man darf nicht vergessen, auch trotz der Erfahrung, die die Medizin heute hat, wenn du oder geschlechtsanpassende Operationen im Genitalbereich machst, es sind massive Eingriffe, die über Stunden dauern und die sehr kompliziert sind und die heikel sind, wo viel Risikopotenzial rum ist. Ja. Und das kann man nicht einfach so, weißt, es ist eine andere Hausnummer, als wenn du jetzt, weißt doch auch nicht, einen Zecher gehst flicken oder einen... Einer hat eben noch gefragt, Schmerzen. Ist das von 1 bis 10? Was hast du dafür? ja, Ist das sehr schmerzhaft? das ist danach, natürlich Das ist individuell, ja nicht, oder? aber ich habe die ersten 11 Tage Morphium bekommen. Ja. Ich mag mich noch gut erinnern, ich habe so einen Ist nicht süchtig geworden. Ja, ich habe einen Kollegen, der hat dann immer wieder drücken. Ja, das habe ich auch gehabt. Alle 10 Minuten konnte ich mir eine Dosis noch... Ja, Amorph, das habe ich auch gehabt, als ich da OP bei der Hand gemacht habe. Da habe ich gemeint, das ist... Ich habe gesagt, das fühlt sich an wie Heroin. Also, wieso? Haben Sie schon mal Heroin genommen? Ich so, nein, aber ich weiss jetzt, wie sich das anfühlt. Also ich könnte es mir vorstellen, ich habe nicht Heroin. Oder so. mir ein bisschen etwas so Falsches mega- vermittelt. Durch das ich mir krass. Tau und Morphium geben konnte, bin ich doch völlig aufgestellt und Ja. easy gewesen und habe das Gefühl gehabt, das ist ja alles gar keine Sache. Aber nach dem 11. Tag sind sie dann Aha, bei so einer lang, Visite gekommen und haben gesagt, jetzt müssen wir aber das Morphium abstellen. Es ist langsam. Und dann habe ich dann die Schmerzen recht wahrgenommen nachher. Okay. Also, und das ist... Sehr schlimm. Ne? Ja. Weißt du, Und da es musst du tut aufs schon, es ist WC und so. Wie ist happig. das? Also die Ich weiss nicht, wie du offen willst reden. Weißt, ich will dich nicht... es ist Aber- auch das, es ist eine Herausforderung. Du musst die ersten Ja. paar Mal ist es tut sehr weh und Ich es weiss, ist, bei der Frau, beim Kaiserschnitt noch schon heikel. aufs WC, aber das ist ja keine es Geschlechtsanpassung. du hast auch einen Katheter logischerweise Eben, am ja. Anfang und dann, wenn man den rausnimmt und du tust ja auch wir reden jetzt immer von biologisch Mann zu Ja, Transfrau, tust ja die Harnröhre entsprechend auch verkürzen Ja. und das nachher wenn nachher also die ersten paar Mal auf die Toilette gehen ohne Katheter, Ja. das ist also eine Herausforderung. Ist schlimm, gewesen. Ja, das ist Ja. und das zeigt Ich einfach... finde eben gut, wenn man das auch, wenn du hast die Erfahrung gemacht und dass auch Leute kannst, weil ich kann da nicht reden. Ich habe das noch nie gemacht, weißt? Und darum finde ich es mega gut, wenn du... Ich finde es wichtig, dass man heute einfach, weißt, auch wenn Erfahrung und Routine mehr rum ist, dass man einfach richtig aufklärt und nicht einfach das Gefühl hat, Nur das Gute Medizin kann immer. heute alles machen. Ja. Sondern man soll wissen, die Eingriffe sind massiv
Und du musst doch auch entsprechend im Vorfeld genau aufgeklärt werden, und zwar über das ganze Risikoscreening. Ja. Und eben nicht nur so im Abwischen noch so schnell, ja, eventuell wie bei jeder Operation könnte dann vielleicht auch noch etwas schief gehen. Nein, die Geschlechtsanpassungen sind massiv. Kann man es rückgängig machen? Nicht, oder? Das hat auch noch einer gefragt. Ja. Rückgängig hat einer gefragt. Ja, das ist ja jetzt bei mir die Situation. Aus quasi, Geschlecht. Du meinst, also, es kommt darauf an, was jetzt der Herr... Nimmst du jetzt wieder Testosteron eigentlich? Ich möchte Testosteron wieder nehmen, aber meine Krankenkasse hat das abgelehnt. Das hat meine Krankenkasse abgelehnt. Und quasi, weißt, das hat noch keine Tarifposition. Das ist also noch nicht als offizielle Diagnose erfasst. Das wird darum auch noch nicht getragen. Und sie möchten, also ich habe noch, willst du das dann wieder nehmen? Ich möchte das nicht, aber logisch am Alter entsprechend. Natürlich muss ich nicht mehr den Testo-Level haben, wie jetzt ein 30-jähriger Mann. Ja. Aber ich bin jetzt mit meinem Östrogen noch runtergefahren um 2/3 und habe jetzt das Minimum noch behalten, weil ich einfach merke, ich brauche es, weil ich mich sonst so daneben fühle. Und jetzt schauen wir mal. Aber das Ziel wäre schon, dass wir auch einfach ein Low-Level wieder Testo dann... Weil ich habe gehört, man kann ja auch nicht gut schlafen und so. Ja, das bin ich jetzt voll drin. Also eigentlich, durch dass ich mit dem nach 30 Jahren mit dem Hormonlevel runtergefahren bin um 2/3, hat es mich künstlich, und zwar auch schnell, in die Wechseljahre reingehauen. Also wirklich mit allem. Mit Verstimmungen, mit Muskelschmerzen, mit Schweißausbrüchen, mit Schlafstörungen. Und darum würde ich eben auch mit dem Testo dann wieder ein bisschen, aber altersentsprechend logischerweise, aber auch da, gell, ich habe die Detransition ja gewusst, ich wollte einfach jetzt aufhören, immer eine weibliche Fassade, eine Maskerade, etwas, weißt du, wo man noch also du willst jetzt 100% wieder ein Mann sein? Also wenn oder du hast jetzt unter der Kleidung körperlich schauen, bin ich natürlich immer noch eine operierte Transfrau, weil ich ja keine rückgängige Operationen gemacht habe und es auch nicht vorhabe zu machen. Hast du auch nicht vor zu machen? Weißt du, warum habe ich es nicht vor? Das ist Folgendes. Zwischen den beiden, das sehen ja die meisten Leute auch nicht im Alltag. Aber logisch, weibliche Rundungen im Oberkörper, das sieht man. Okay. Und das ist logischerweise für mich im Alltag. Jetzt merke ich, das ist nicht immer einfach, das stört, das ist auch verunsichert. Auch. Habe ich schon nicht so Freude. Und das würdest du noch machen vielleicht? Da wäre es das Einfachste, wenn ich jetzt denke, ich renne zum Chirurg und tue die Brust abnehmen. Ja, aber es ist immer eine Operation und alles, oder? Und ich hätte von meiner Geschichte doch nichts gelernt. Ich habe 16 Mal operiert. Ich habe gewusst, was es heisst, wenn man so stark den Körper strapaziert, so viele Nebenwirkungen aufsammelt. Wenn ich jetzt wieder nur im Kopf hätte, einfach die äußere Hülle zu modifizieren, hätte ich aus meiner ganzen Geschichte nichts gelernt. Ich gehe jetzt wie mit einem anderen Ansatz dran an. Ich finde jetzt die Entscheidungen, die ich dort mal getroffen habe, haben halt Konsequenzen. Wie bei anderen Menschen, bei vielen Menschen treffen in ihrem Leben Entscheidungen, wo sie... Ich habe als Nationalhymne ein Video gemacht und habe jetzt keine Kooperationen mehr. Ich habe Nationalhymne, ich weiss nicht, ob es ist. Da bin ich angezeigt worden von der Schweiz. Das hat auch Konsequenzen, obwohl ich es jetzt so gemeint habe. Hätte ich es aber nicht gemacht, dann hätte ich... Und Entscheidungen haben manchmal Konsequenzen, die unangenehm sind. Und bei mir ist jetzt eine Konsequenz von dem Weg, wo ich halt gegangen bin, ist der, dass ich jetzt den Körper nun mal habe. Und jetzt versuche ich, und ich hoffe, dass mir das auch zukünftig immer gelingt, dass ich halt den Körper jetzt so annehme, wie er ist, und trotzdem wieder im männlichen Spektrum als Mann mein Leben lebe. Mit dem Wissen, dass es jetzt halt nicht mehr so der Zustand ist wie vor der Anpassung seiner Zeit, wo ich einen männlichen Körper hatte. Auf dem Ausweis steht jetzt... Das Papier ist immer noch bei mir weiblich. Das merkst du übrigens auch Instagram. Ich habe genau. Weil du hast eben dort, du musst ja angeben, du musst ja verifizieren. Da kannst du nicht ändern. Alles geschrieben. Ich habe ihnen lang geschrieben, wo man die Verifizierung, wo das ja nicht gegangen ist, weil ich ja das Papier noch nicht habe. Dann habe ich aber geschrieben, sie sollen doch auf meinem Insta, können sie ja nachvollziehen und sehen ja, aha. Verlierst du einfach den blauen Haken dann, glaube ich. Ja, das ist. Sie haben nicht darauf. Also sie haben mir keine Antwort gegeben und ich entnehme dem. Also ich habe es dann nach einer Weile nochmal versucht und es ist einfach nur mit dem amtlichen Ausweispapier. Und darum habe ich es ja jetzt Geht so das lang dann zum Wiederwechseln?
Wie? Ich habe gemeint, das geht mega schnell, wo man sein Geschlecht wechseln beim Amt und so. Nein, ich finde, das ist schon etwas, wo man relativ einfach einfach. Das ist der Weg, den ich wieder auch gehe. Das mache ich auch, dass ich amtlich wieder zurückgehe. Aber ich will bei nichts reinschiessen, weil man muss eigentlich jeden Schritt gut überlegen. Man muss sich Zeit lassen für jede Entscheidung. Das, was ich eben früher noch nicht gemacht habe. Früher bin ich einfach immer drauf losgestürmt und habe gefunden, das mache ich, das will ich. Du bist ja viel jünger gewesen. Jetzt hast du ja Lebenserfahrung und so. Und hoffentlich und zum Glück bin ich heute ein bisschen weiser und reifer und ein bisschen vernünftiger. Und darum wartest du auch. Ja, okay, und darum, früher habe ich das Tempo bestimmen, wie alles zu funktionieren hat und wie die Transition zu gehen hat. Heute möchte ich immer gut reinhören, wo stand ich, wann ist die Zeit reif für den nächsten Schritt. Und eben immer sorgfältig. Ich will mit meinem Körper, weil ich habe so viel Scheiße in meinem Körper antun. Jetzt nicht nur Transition. Ich habe auch Sushi, habe meinen Körper im Sexgewerbe verkauft. Ich habe Drogen genommen. Ich bin also völlig in alles rein, also Sexgewerbe nicht, aber das andere. Aber ich habe den Körper geschadet, ich habe ihn wehgetan, ich habe ihn überfordert. Und trotzdem bin ich jetzt mit 57 da und kann immer noch. Der Körper treibt mich immer noch das Leben, obwohl ich so schlecht zu dem Körper war. Ja, also läufst du ganz normal und alles. Ja. Und das ist nicht selbstverständlich. Mein Körper hätte doch schon längstens das Lämpchen ausmachen und sagen, hey, es ist mir too much, ich mag nicht mehr. Ja. Und weil ich das, also heute ist mir die Wertschätzung so bewusst. Und heute sage ich eigentlich meinem Körper, danke, dass du so viel mit mir ausgehalten hast, obwohl ich dich so geplagt habe. Und trotzdem bist du immer noch so gut beieinander. Also gib ihm doch jetzt Sorge. Und darum sind Operationen in meinem Fall, möchte ich keine mehr machen. Bist du da schon sicher, dass du nie mehr eine wirst machen? Sag niemals nie. Ich weiss. Aber momentan, ich hoffe, dass ich immer die Vernunft behalte, dass ich kann mit meinem Körper, der jetzt halt so ist, wie er ist, kann umgehen und trotzdem im männlichen Spektrum, nenne ich es darum, ein Leben kann führen, wo ich sorgfältig und gut gestalten kann. Aber halt im Wissen, dass es jetzt halt Kompromissbereitschaft braucht, auch von mir selber gegenüber, aufgrund von den Entscheidungen von früher. Ja. Das gehört jetzt halt zu meinem Leben und da möchte ich vielleicht oder kann ich vielleicht auch ein Beispiel sein für andere und einfach auch da stehen und zeigen, hey, das Leben verläuft nicht immer linear. Das Leben ist halt in vielen manchmal auch nicht perfekt oder es nimmt Umwege, die vielleicht halt nicht so sinnvoll sind oder die ein bisschen mehr geschadet haben als genützt. Und trotzdem, es ist nie zu spät. Man kann auch mit Vernarbungen, jetzt auch sinnbildlich Vernarbungen, kann man gleich positiv ein Leben weitergestalten. Und das mache ich ja jetzt. Und darauf fokussiere ich mich. Jetzt als Antwort auf die Frage von dem User. Das ist auch gut so. Finde ich gut, wie du es gesagt hast. Ich habe noch eine Frage. Also vom Dings. Die letzte. Wie lange ist der Prozess gegangen, bis ein Arzt dich operiert hat? Jawohl. Das ist, obwohl dort mal der Weg viel klarer eigentlich geregelt war. Und er war eigentlich so geregelt, wie ich heute wieder finde, sollte man den Weg wieder regeln. Wir haben früher nämlich mal Ding gehabt, dass man 2 Jahre lang psychologische Gutachten erstellen muss, also psychotherapeutische Gutachten, wo 2 unabhängige voneinander, die bestätigen, dass du wirklich transident bist. Und dann wirst du zum Endokrinolog, zum Hormonspezialisten überwiesen. Und du hast Fragebögen, die musst du ausfüllen? Ja, und auch Gesprächstherapie halt. Und die sollte man eben... Nur bei einer Person oder bei mehreren? Nein, 2 sind gefordert gewesen, dort mal. Und jetzt zwar einfach zusätzlich dazu noch einen sogenannten Alltagstest. Das hat geheissen, man hat gefordert, dass man ein Jahr lang schon im Alltag in der Kleidung vom Wunschgeschlecht, wo man rein möchte, rumläuft und so auch in arbeiten und so sein Leben gestaltet. Und das hast du dann auch gemacht? Also hast du das gemacht? Oder? Ich habe das teilweise gemacht. Oder hast du es müssen machen? Ich habe es teilweise schon gemacht. Und es ist als Mensch, wenn so etwas gefordert wird, dann tut der betroffene Mensch denkt, was wollt ihr mich jetzt plagen? Es ist nicht zum Plagen, hat man das eingefordert, sondern als nochmal bewusst schwierige Überprüfung, zum Schauen,
kannst du auch mit dem klarkommen, wenn im Alltag vielleicht blöde Blicke kommen oder blöde Sprüche kommen. Also es war wie nochmal eine Überprüfung. Ja. Man hat all diese Sachen eingefordert, nachher hast du die Hormontherapie und dann hast du operieren. Heute haben wir das alles nicht mehr. Das ist heute nicht mehr so. Eben nicht mehr. Und das ist ja das, was ich so dagegen jetzt angegangen. Ich finde das nicht gut, dass man Psychotherapie, die verpflichtende, abgeschafft hat, weil man sagt, das ist eine Aussage von einem bekannten Psychiater, ja. Man sagt, man will die jungen Leute nicht unnötig mit schwierigen Fragen belangen. Das ist ja ich finde das ganz gefährlich und verkehrt. Wenn jemand wie du jetzt gewesen wäre, eigentlich müsste jemand, der schon eine Transition hinter sich hat, mit den betroffenen Leuten eigentlich den Job ausüben. Da muss ich jetzt zwar wieder in Realitätscheck mit dir gehen, Mirko, ja, dass ich weiss, du das sagst. Ist nicht so realistisch. Das ist eben etwas, was kein wichtig Arzt, ist. Ich weiss, ja. Ich bin nicht Ärzte, also ich bin weder Fachperson aber in Psychologie. Du bist keine Fachperson, aber du könntest, es würde mehr Sinn machen, wenn du mit so einer Person würdest, du könntest ihm viel mehr mitgeben, als einer, der das einfach gelernt hat irgendwo. Ich mache ja das ein Stück weit, aber immer nur als vielleicht Begleitung, auch als emotionelle Stütze, auch vielleicht als erste Auffangstelle, oder auch, vielleicht auch ein bisschen helfen, Sachen zu ordnen. Aber ich weiss ganz genau, wo meine Grenzen aufhören und wo es dann eben einen professionell geschulten Psychotherapeut braucht oder eben einen Arzt braucht. Also nur weil ich den Weg gegangen bin ich nicht automatisch, kann ich solche Genau, aber du Dinge kannst sagen, ersetzen. wie du empfunden hast. Und dann das hast du mache eine ich Erfahrung. auch. Ich kann meine Erfahrungen weitertragen. Ich kann eben eine erste Anlaufstelle sein. Das mache ich sehr intensiv. Ich habe auch viele Menschen, die an mich herankommen mit dem Anliegen, weil sie viele fragen. Leute schauen dann auch das Zeug, wo das vorhaben. Die schauen dann auch deine Ich habe gesehen, der Riese, also mega viele Aufrufe, die haben über 200'000. Es hat viele Leute, die mich fragen. Und es ist ja auch schön und auch eine Wertschätzung, dass sie Fragen an mich richten. Sie sehen natürlich auch im Internet, man stolpert relativ rasch über mich und dann sehen sie mich als Informationsquelle und das darf ja so sein. Und ich muss einfach dort sehr verantwortungsvoll umgehen und einfach wissen, das ist ein Bereich, wo ich dir Auskunft geben darf, wo ich dich begleiten darf, wo ich für dich da sein kann. Und ab dem Punkt gehörst du in fachlich ausgebildete Hände. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das immer gut reflektiert. Ja. Ich habe noch andere gesehen, die ähnliche Geschichten hatten, weil ich habe einen Podcast von dir gesucht und da habe ich so andere gefunden, die genau das Gleiche auch gemacht haben und dann aber wieder zurück. Von Frau zu Mann, von Mann zu Frau, umgekehrt aber. Ja, viele die Transition-Stories gehen auch ja bei Podcasts jetzt. einfach. Ja. Also 2 habe ich noch gesehen, andere jetzt gerade. Ich habe einfach dich gesucht, weil ich wollte schauen, hey, ich schaue halt manchmal, wie die ticken die Leute ein bisschen. Kannst du spannen? Ja, nein, ich schaue, weißt, ich will ja schauen, mit nein, dem habe ich mal bewusst ein bisschen so ist jetzt nicht so niveauvoll. Ich schaue dann anstatt dass ich den Instagram anschaue, alles, schaue ich dann, ist der schon mal in einem Podcast gewesen und so. Du, ich habe ja auch Mirko die Seite auf Instagram @detrans_Schweiz. Und genau, das ist von dir, eine Seite. Das ist von mir. Und zwar sehe ich das einfach als eine Informationsplattform, wo ich täglich alles, was ich im Netz finde, über das Thema sammle. Wie heisst das? Kannst du das nochmal schnell sagen? Detrans, also wie man es sagt, Detrans in einem Wort, Detrans_Schweiz. Und das ist auf Instagram. Und dort drauf habe ich ganz viel. Inzwischen habe ich etwa 700 D-Trans-Stories schon, Videos von D-Transitioner drauf. Logischerweise die meisten noch vom also D-Trans heisst, für die, D-Trans heisst quasi, wenn du eine Transition gemacht hast und wieder retour gehen ins Ursprungsgeschlecht. Und da muss man viel da in der Schweiz. Also dort, es ist ein Phänomen, das immer mehr anfängt aufzukommen, seit man eben die Weg zu der Transition so vereinfacht hat und den Weg so schnell gemacht hat und eben die Psychotherapie abgeschafft hat und alles so heute so schnell läuft und ohne Hinterfragen und ohne genaue Abklärung, dass einfach bestätigt wird. Yeah. Darum sind jetzt viele rasseln auch in das hinein, wo sich teilweise schon nach wenigen Jahren herausstellt, Scheibe, ich habe meine Brust zum Beispiel, jetzt bei Transmannen, ich habe jetzt meine Brust abnehmen lassen und jetzt bin ich Anfangs 20 und ich möchte eigentlich doch eine Mami werden. Weißt du, und so Sachen
gibt es immer mehr, aber das ploppt immer stärker auf, weil man eben den Weg so schneller und einfacher gestaltet hat. Und bei uns in der Schweiz ist es noch ein bisschen unter dem Radar. Ich persönlich kenne inzwischen recht viele D-Trans-Menschen. Okay. Ja. Aber sie getrauen sich. Wir haben in der Schweiz eine komische Art, wie wir mit Themen umgehen. Also wir haben so eine Fehlerkultur, wo man über so Sachen lieber nicht redet, weil man schämt sich und man will, das ist quasi wie über Misserfolg. Geld zum Beispiel, Genau. darfst du nicht reden, das finde ich auch völlig Schwachsinn. Und ich finde es auch verkehrt, weil so Leute sind dann in einer Isolation, sie getrauen sich nicht darüber zu reden, weil sie sich schämen, weil sie Angst haben vor Abwertung, vor Anfindung. Genau, vor ich habe jetzt auch Angst, wenn ich den auflasse. Und das finde ich, darum laufen da ganz viel. Also die ich kenne, da kommt immer, hey, wir sind so dankbar, dass du öffentlich anstehst für unser Thema, aber ich selber könnte das nicht machen. Ja. Aber es gibt es auch in der Schweiz, mehr als man denkt. Ja. Und Gott sei Dank ist im Ausland sind wir schon ein bisschen weiter. Man geht eben offener mit dem Thema um. Und darum finde ich vor allem sehr viel auch Videomaterial für Insta und so, für die D-Trans-Seiten, wo halt aus dem Mensch, also vor allem aus dem englisch sprechenden Raum, weißt du, die Trans-Geschichten auch wirklich hörst. Ja. Aber es ist eindrücklich, wenn du siehst, dass ich in dieser kurzen Zeit schon so viele Storys können sammeln von Menschen, egal in welchem Alter, von ganz jung, anfangs 20 bis zu 60, wo also detransitionieren. Und zwar heisst das muss man da noch differenzieren, das heisst nicht, dass die Leute alle komplette Anpassung gemacht haben wie ich. Jetzt weißt du, alles operiert. Ja, okay, es hat auch viele, die zum Beispiel Hormone genommen haben und dann aufhören. Ja. Weil sie merken, es schadet ihnen oder stimmt nicht oder sie wollen aus welchem Grund auch immer den Weg verlassen. Es gibt aber auch sehr viele, die halt tatsächlich schon operative Eingriffe gemacht haben. Aber was passiert, vielleicht noch nicht alle. Nicht, eigentlich? Wie? Wenn ich jetzt würde weibliche Hormone Jawohl. Was passiert? Bei dir wäre es hoffnungslos. Nein, aber fallen mir Barthaare ab oder was passiert? Das sieht man eben alles so zu übertrieben. Die Stimme ändert sich? Oder nein, auch die Stimme verändert sich kaum. Was passiert? Bei dem Mann, also beim Mann zu Frau. Weißt, wenn ich jetzt würde Frauenhormone, also ich weiss, wenn eine Frau Testo nehmen, dann wachsen die Haare an den Körperstellen. Also man kann klar sagen, dass und da schiebe ich jetzt eine Klammer ein. Jetzt tue ich auch nicht mehr perfekt gendern, weil ich mag, wenn ich jetzt müsste ich ja sagen, immer biologisch Mann zu Transfrau oder weißt, all das Zeug. Das lassen wir jetzt weg. Nicht, weil wir nicht respektlos sein, sondern weil es einfach einfacher ist, zu sagen, von Mann zu Frau nimmst du ja Östrogen und dort ist also von Mann zu Frau die Hormone viel langsamer Veränderungen mit sich bringen und viel weniger deutlich und weniger stark. Jetzt mit mir, wenn ich bei Mann zu Frau gibt es eine Fettzellenverlagerung. Ein grösseres Viertel. Das kann ich schön sagen. Brustwachstum wird angeregt, die Haut wird feiner, so Sachen, auf das hat es Einfluss, aber nicht gross. Also die Veränderung ist nie so deutlich und markant. Oder es braucht viel mehr Jahre Hormoneinnahme, bis endlich auch wirklich nach außen sichtbar Veränderungen da sind. Hingegen bei Trans-Männern, also bei Frau zu Mann, ja, genau. Ja, dort sind die Hormone viel schneller und krasser. Im Training, in Fitnessszenen gibt es auch Frauen, die dann Testosteron nehmen. Die haben dann eine tiefere Stimme. Ja, die kommen Transmänner, die kommen Stimmbruch über, die kommen richtig Muskelverlagerung, Bartwuchs über. Ja. Also dort ist die hormonelle Veränderung viel einfacher, schneller und deutlicher. Wenn du aber dann aufs Operative gehst, ist es genau umgekehrt. Also ein weibliches Genital künstlich nachzubilden, äußerlich, ist einfacher, ist in der Regel in 2 OPs gemacht. Und bei Transmännern, also mit denen, die einen künstlichen Penisaufbau machen. Da nimmt man doch irgendwie von da oder so. Genau, also meistens in den allermeisten Fällen von da, Muskel und Gefäß. Das auf, oder was ist das? Und das ist so schwierig und kompliziert und sind immer mehrere Folgeeingriffe und es ist heikel bis nicht und dort raus. Und also kann man sagen, hormonell haben Transmänner Vorteile und einfacher und operativ haben es Transfrauen einfacher, wenn man dem von einfacher kann. Ja, wenn man es so groß. Aber was ist denn Männer, die Testo nehmen?
die werden breiter und gehen ins Training, oder? Ja, also ich finde, Aber Frauen, was ist denn, wenn die Frauen Östrogen nehmen? Gibt es das überhaupt? das gibt es, Frauen Frauen, im die sich Wechseljahr. Östrogen spritzen? Ja, Das gar nicht. aber meistens Frauen, also jetzt Aber junge Frauen, es gibt viele junge Männer, die sich Testo spritzen. junge das Frauen, nicht? Junge also Frauen, wüsste ich jetzt, das Östrogen? Phänomen kenne ich nicht. Ich weiss, dass es viele junge Männer gibt, wo es auch wirklich auch ums Erscheinungsbild geht, wo sich Testo spritzen. Das kenne ich einige. Bei den Frauen ist es eher so, dass die Frauen in den Wechseljahren, wenn ihnen der Östrogenspiegel zu fest absackt, fühlen sie sich ja eben durch die Wechseljahrsbeschwerden so unwohl. Und dann nehmen sie in einer kleinen Dosis wieder ein künstliches Östrogen zu sich, einfach, dass sie sich wieder ausgeglichener fühlen, aber natürlich nie in dieser Dosierung, wo Transmenschen das nehmen. Ja, eben nicht wegen dem Äußerlichen, dass die Brüste mehr wachsen Nein, oder sonst etwas. vergiss es. Dort ist es wirklich eine medizinische, oder geht es darum, dass sie sich eben unwohl fühlen, Schlafstörungen haben, nicht, oder Stimmungsschwankungen. Und dann kann ein bisschen Östrogen wieder helfen, dass sie sich ausgeglichener fühlen. Aber das Phänomen, dass jetzt junge Frauen das nehmen wegen dem noch optischen... weiblicher aussehen. Vielleicht Männer sehen ja männlicher nachher aus. vielleicht müsste man das einmal ChatGPT fragen. Eben ja, das ist mir jetzt gerade so spontan. Das ist eine Frage, die ich noch nie jetzt wo ich mich gar noch nie gefragt habe. Machen wir nachher mal. Aber nachher fangen wir an, ja dass sich Wunder, was er ausspuckt als Antwort. Aber das Phänomen bei Männern kenne ich es, bei Frauen nicht. Ja. Nein. Ja, Und gell, was ich einfach da noch mahnend möchte dazu sagen, weil ich habe ja erlebt, was es heisst, wenn man den Hormonhaushalt in den eingreift, künstlich. Ja. Ich finde, egal, auch unabhängig von Trans, auch an die jungen Männer, biologischen Männer gerichtet, die sich zusätzlich noch Testo reinjagen. Ja. Respekt haben. Ja. Es ist nicht ich habe auch Angst. Spassen. Ich würde es gerne, weil man sieht es ja offensichtlich wieso. Aber, Wieso? Ja, nein, ich gehe auch ins Training aber an. Da Ich habe Kollegen, die nehmen Tests. Ich würde jeden Mann schütteln und sagen, du brauchst doch das überhaupt nicht, weil, ja, weißt du was, du bist doch genau so richtig, wie du bist. Ja, ich habe natürlich auch ein bisschen noch... ein bisschen schon Realität hinter dem Spass. Aber nein, weißt, du siehst dann halt mehr Fortschritt, wenn du ins Training gehst, wenn du ein bisschen... Aber da muss man immer der Grad, was ist noch okay und wo kippt es dann in etwas Ungesundes, das ist so schmal. Eben, ich mache es nicht, weil ich habe Angst, nur schon wegen dem Herz und so. Weil ich sehe so viele Bodybuilder, die sterben und so, wegen dem Herz. Also man darf es nicht unterschätzen. Und darum würde ich es niemals Hormone, egal in welcher Situation, egal wer du bist, es ist immer eine massive Störung in ein hochkomplexes System, das so wunderbar funktioniert. Und wenn das mal gestört ist, kann es sehr schnell zu sehr starken Schädigungspotenzial kommen oder auch Risiken. Und darum bitte höchste Vorsicht. Hormone sind nicht einfach Lifestyle-Sachen, wo man so schnell reinjagt, dass man noch ein bisschen cooler und besser und toller ist. Sondern das muss man einfach wissen, das ist nicht ohne, gell? Und glaubt mir das nach so vielen Jahren Hormoneinnahme? Okay, ja. Nein, aber eben, aber gar keinen Fall. Du bist mit dem Gedanken am Spielen gewesen, vielleicht aber Testo nicht. Ja, aber bei dir macht es Sinn, ja. Aber nur, ich habe ja jetzt das Östrogenlevel so abgefahren, dass ich bin jetzt momentan unterversorgt mit Hormonen. Weil der Körper braucht ein gewisses Level an Hormon, dass wir uns wohlfühlen. Und ich bin jetzt so tief runter, weil ich ja bewusst den abgesenkt habe, weil ich mit dem Testo möchte wieder ein bisschen rauffahren, weil ich ja die weibliche Pushung nicht mehr möchte. Und ich tue aber sicher nicht mit dem Testosteron wieder reinfahren, eben wie ein 30. Ich muss nicht mehr ein Level haben, ein Testo-Level wie ein 30-jähriger Mann, sondern ich möchte das Testo wieder so ein bisschen sorgfältig, langsam einschleichend wieder anfangen, dass es meinem Alter entspricht und vor allem, dass ich mich wohlfühle. Weil eine Unterversorgung ist scheiße, fühlt man sich unwohl, wie eine Überversorgung auch gefährlich ist und man sich unwohl kann fühlen. Also sehr vorsichtig. Denke mal, ich habe angefangen absenken meinen Östrogenspiegel im Herbst 24. Also ich bin jetzt über ein Jahr, bald schon 1,5 Jahre, habe ich jetzt langsam zurückgefahren und merke schon so deutlich, was er mit meiner Psyche, mit meiner Stimmung. Eben, ich habe all diese
Störungen von Schlafstörungen, psychische Dinge umgehen. Aber ich meine, von der Kraft her oder so. Merke ich auch, was ich jetzt als fast stärkste Nebenwirkung merke, ist, dass ich Muskelschmerzen habe. Und das ist also teilweise nicht lustig, das auszuhalten. Ja. Und das ist einfach, das zeigt mir, der Körper tut ja mit dem signalisieren, hey, ich fühle mich unwohl, es ist etwas nicht mehr in der Balance, es verändert sich etwas. Und darum reagiert er ja. Alles, was wir ja als Schmerz empfinden oder was ja als Symptom auftritt, ist ja eigentlich der Körper, der zu uns redet und uns sagt, hey, schau an, lass an, etwas ist nicht in der Balance. Und auf das finde ich, das müssen wir eben generell als Menschen einfach auch immer im Fokus haben und auf das auch hören. Und bei mir ist es klar gewesen, wenn er absenkt, dann kommen die Schwierigkeiten. Und darum möchte ich aber ja mit dem Testo vorsichtig und dann schauen, dass ich hoffentlich wieder so eine Stabilität finde, wo ich es ein bisschen kann. Aber ich kann nicht drauf los und sagen, hey, gehst nicht ins Training nachher voll auf Testo und dann kommst du nächstes Mal so da. Logisch, weißt, es ist so abwägig. Ich habe auch meine Momente, wo ich finde, weißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in den Spiegel schaue und dann sehe ich eben einen weiblichen Nein, das habe ich gar nicht so. Ich habe nur gemeint. Es gibt eben solche, die zum Arzt gehen und dann Tests verschrieben bekommen, weil sie eben einfach messen. Aber ich kann das gar nicht. Der Hormonspiegel und es gibt wo man sich Störungen. nicht spritzen muss, wo man es irgendwie anders reinnehmen kann. Es gibt Menschen, wo man merkt, wo es auch wirklich klinisch auch sinnvoll ist und wo es aber immer, und vielleicht ist das noch, du bringst mir eine gute Brücke, was ich vorher habe ich gesagt, passet auf mit dem ganzen Hormonzeug und jetzt möchte ich noch ergänzend sagen, wenn nur ärztlich begleitet und engmaschig kontrolliert und der Hormon... Nicht selber hineinjagen, das Viertel der Nein, es ist nicht etwas, was man im Hinterhof oder im Fitnessstudio einfach in der Garderobe schnell reinknallt. Eben, das sind zwei verschiedene Sachen, muss man sagen. Danke, Mirko. Also jetzt sind wir schon fast in einem medizinischen Talk. Eigentlich habe ich spaßeshalber das gemeint, aber doch auch das ist ganz wichtige Information. Weil ich glaube, es gibt viel mehr junge Männer, die in dem hinein rumgumpen und bedenkenlos rumgumpen und sich der Risiken gar nicht so bewusst sind. Ja. Genau. Da haben wir jetzt vielleicht beide können doch ein bisschen zur Vorsicht machen. Also weißt einfach, ich würde mir es wünschen, weil ich selber bin ja früher jetzt in meinem Thema, aber grundsätzlich, ich bin ja auch nicht sorgfältig umgegangen mit meinem Körper. Ich habe eben auch einfach gemacht, was ich wollte. Und habe ja müssen lernen, dass es so nicht funktioniert. Und darum erlaube ich mir auch, eben, das weiterzutragen, dass man eben nicht einfach. Du kannst nicht einfach mit dem Körper machen, was du willst und drauf los und jetzt nehmen wir noch das und noch die Tabletten und jagen uns da noch Hormone rein. Hey, es hat alles eine Wirkung, ja. Aber wo eine Wirkung ist auch eine Nebenwirkung. Ja, genau. Und auch ein potenzielles Schädigungs- und Risikopotenzial, wo kann fatal sein. Und darum bitte Respekt. Mach es nicht. Und bringen den da nicht heim. Und am Ende des Tages ist doch immer die Natur eigentlich am perfektesten. Genau. So wie die Natur uns geschaffen hat, sind wir perfekt. So ist es gut. Du bist gut, wie du bist. Ich bin gut, wie ich bin. Jeder, der da zuschaut, zulässt, ist gut, wie er ist. Und ich glaube, das ist der Boden unter unseren Füßen, wo wir wertschätzen und wo wir dankbar dafür sein sollten. Danke dir vielmals, Chris. Hast du noch irgendetwas, was du den Zuschauern sagen willst? Das habe ich nämlich letztes Mal vergessen, weil ich habe gedacht, zum Abschluss hat meine Frau gesagt, ich soll noch das bringen, dass ich noch etwas sagen vielleicht an den Zuschauern. Jetzt an meine Community ist jetzt vielleicht ein bisschen eine andere Community als bei denen, was du schon warst. Also, ein bisschen Birrenweichere. Vielleicht, wenn ich einfach noch mal darf, so aufschlüsseln, weil man dann eben mich auch oft in den Gegenpol hineinsteckt. Wenn man das Thema transkritisch anschaut, wenn man jetzt über das Thema hormonkritisch redet, wenn man alles überall zur Vorsicht mahnt, dann heisst das nicht, dass ich per se gegen das bin. Ich kenne Menschen, die Transition gemacht haben und wo das die medizinische Hilfe lebenserleichternd war und sie für sich eine Heimat gefunden haben und Stimmung und zufrieden und gut durchs Leben gehen. Yeah. Und trotzdem finde ich, ist es so ein starkes Eingreifen ins menschliche Sein, wo es für mich einfach logisch ist, dass man unbedingt Sorgfalt braucht. Und dafür plädiere ich.
Und natürlich gerne die Message nach außen, wir sind alle Menschen und wir sind doch okay, wie wir sind. Ja, eben, ja. Und wir sind feiern wir okay, das wie wir ab. sind. Und nicht immer versuchen, uns zu verändern. Ausser du machst im Training ein bisschen testen, ist schon okay. Nein, ich mache Du- Spass. Ich mache Spass. Ja, ich muss noch einen kleinen Spass reinbringen. Okay. Danke vielmals, Chris. Jetzt hast du einen Hype gebracht. Jetzt habe ich einen Heim gebracht. Bring ihn heim. Tschüss, Mirko. Danke Ciao, Chris, vielmals danke für dein fürs Kommen. Interesse. Merci.